So, Philipp, hi, grüß dich. Servus. Ich höre noch nichts, aber das finde ich noch raus. Du wirst bei mir gerade umso lauter am Ohr. Du meinst von deinem PC? Lukas, hi, grüß dich. Hallo. Alles gut bei euch, hoffe ich doch. Philipp, Lukas. Bei mir ist es gerade fast ein bisschen stressig geworden. Und du fast. Dann bin ich eine Viertelstunde später dran. Tut mir leid. Bin gleich soweit. Test. Ah, gut, okay. Tü. Na komm. Da. Das geht jetzt schon nicht. Mir geht's gut, Lukas, danke dir. Ich sage, ich hoffe dir auch. Gerade ein bisschen stressig noch gewesen. Aber passt schon. Sind wir schon da? Haben wir schon geschafft. Krieg gerade die Dinge zum Laufen, warum auch immer, aber gut, das ist wurscht. Das ist optional. Gott, was ist denn das? Bella singt schon wieder. Wie geht's dir, Lukas? Ist der Chat heute verzögert? Ich denke mal's fast, oder? Kann das sein? Moment. So, jetzt. Geht's jetzt? Ja. Anscheinend nicht, okay. Jo, ganz okay. Das ist gut. Also ganz okay ist zwar nicht optimal, sag ich jetzt mal, aber mit dem kann man leben. Toni, hallo, grüß dich. Hallo. Einen wunderschönen zusammen. Hi. Ich brauche Controller. Controller. Hab dich schon vermisst. Ja, bin heute ein bisschen später dran. So, Ton ist, glaube ich, gut weit. Ich muss ein bisschen lauter machen. Alles gut bei dir auch? Ich hoffe doch. Wegen dem Rezept, ich muss noch mal schauen. Ich habe schon dran gedacht an dich. Ich weiß, wo es ist. Ich meinte das ernst mit dem Sojamehl. Das ist halt ein guter Eiersatz tatsächlich. Aber ich denke, das weißt du. Prüfung übrigens beide bestanden. Oh, nice. Sehr nice, Lukas. Gratulation. Gratulatione. Kulomat. Ah, schön. Was gibt's für Neues? Jetzt schauen wir mal. Ähm,
Ich freue mich, Lukas, wirklich. Weißt du jetzt, wann du praktische hast? Wir werden heute mal schauen, wie immer. Planlos durch die Gegend rennen, denke ich mal. Nee, ich habe tatsächlich was vorbereitet, also minimal. Also ich will rumprobieren. Hat vorher irgendwo Bella gesungen. Was wir machen müssen, ist natürlich wieder Fossilien ausgraben, wo ich perfekt treffe, wie immer. Dann die Früchte will ich verkaufen, die an den Bäumen dran sind. Was bedeutet, wenn ich das mache? Es geht nicht. Und Lupa ist da bei uns. Lupa! Hallo! Ah, und schon sehen wir uns erneut eben jetzt. Scheint ja langsam zur Gewohnheit zu werden. Circa 2 Monate sollte ich es haben, vielleicht. 2 Monate heißt, du kommst noch vor dem Winter dran. Hast du die. Die fehlen wahrscheinlich die Praxisstunden noch, denke ich mal, oder? Zur Hälfte rum? Heute ist Donnerstag. Ja, Donnerstag. Okay, ist auch bei mir. Ich wollte sagen, ich habe doch nichts verstellt. In den Shop schauen wir kurz hin. Richtig, ich habe jetzt circa 5. Ah, okay. Dann fehlt er die noch. 4. Circa 5 sind 4, das passt. Das passt schon. Hi, ihr zwei. Oh, Kakaopflanze ist nice. Gib. Bitte. Ja, komm, da voll. Also Asien-Toilette. Oh, ja, komm. Was Asien ist, das nehmen wir mit. Ja, wie ist mir aktuell zu teuer? Die Sanduhr haben wir, glaube ich, schon. Was haben wir hier noch? Wir haben... Gott sei Dank wiederholen sich die Sachen nach und nach. Das passt schon, okay. Goldeisenboden. Schwarzeisen. Ja, komm. Kaufen wir aber Böden. Warum auch nicht? So, ciao ihr zwei. Plan wäre jetzt so, erstmal die Früchte abernten. Und dann würde ich mich doch mal ganz, ganz gerne, weiß wer, kann man auf der Insel rummalen. Also kann ich Designs auf dem Boden hinpacken mit der Bau-App. Während sich wer auf der Insel befindet, ich denke nicht, oder? Aloma ist das auch da okay? Das glaube ich geht nicht, oder? Ich habe nämlich heute ein paar Designs gesucht. Und würde mit denen mal rumprobieren gerne. Allerdings alles Designs für den Boden quasi zur Verschönerung. Was ich nicht wusste, was ich gerade gemerkt habe, wenn ich ein Design auf den Boden hinmale, ab dem Zeitpunkt ist dieses Feld gesperrt. Hatte bei beiden übrigens 0 Fehler. Ansonsten so, oh Gott. Ja, aber gut, du hast auch gelernt die ganze Zeit. Und ich meine, aber ja, cool, sau cool. Ach so, du hast wirklich kein... Ja, aber Philipp, hinten am Rechner. Jetzt warte mal kurz einen Moment. Interessiert mich jetzt kurz. Ich schaue mal ganz kurz nebenbei nochmal. Das war ein Asus M88 irgendwas. Moment mal, wo haben wir es denn? Ich schau mal kurz, ich habe den Verlauf von denen offen normalerweise. Genau, da ist er. So, wir haben das mehrfach gehabt gestern. Wo sind wir denn? Da ist es. Das muss doch den Anschluss haben, oder? Kann man sich irgendwie nicht vorstellen.
Bilder. Also hat Safe und Anschluss, Philipp. Was 26 Stunden. Also es sind 6 verschiedene Farben. Ach so, du weißt das schon. Ach so, ja gut, das kann ich dir sagen. Was brauchst du? Du brauchst einen Tonausgang, oder? Du brauchst einen Lautsprecher, ne? Normal ist es der hellgrüne. Der hellgrüne müsste es sein. Also standardmäßig, sage ich jetzt mal. Ohne dass ich das Bild jetzt da habe. Moment, ich. Bilder. Er hat einen hellgrünen auf jeden Fall. Das müsste ein Symbol sein, das schaut aus wie zwei so Kreise, wie zwei so Schallwellen, sag ich mal. Und der Pfeil geht dann in Richtung der Wellen. Gibt es nur zwei. Das eine ist quasi Line-In und das andere ist Line-Out. Und Line-Out ist quasi die Box, also der Ton. Kann es höchstens sein, dass wieder irgendeine Treiber-Sache ist, dass er da irgendwie rummotzt noch aktuell. Aber normalerweise ist das eigentlich standardmäßig angesteuert. Ganz regulär. Müsste auch passen. Kathi, hi, grüß dich. Hallo. Aber krieg ich runter. Ich glaube, es ist wert. Sarah, hi, grüß dich. Hallo. Alles gut bei euch? Ah, Nase juckt. Ah. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich will die Früchte jetzt kurz verkaufen, die quasi da rumliegen und die ich an den Bäumen dran habe. Einfach nur, dass die wieder weg sind, dass sie nachwachsen können. Bringen auch immer gut Geld eigentlich tatsächlich. Gleichzeitig findet man dann sowas da. Ja, New World ausprobiert. Bock gut. Ich hab's gesehen, ja. Ich bin gespannt. Ich habe das auch auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Ist es so gut, wie es ausschaut, sag jetzt mal, oder? Also New World. Da und hinein. Verbuddeln. Rein damit. Ciao. So. Carol, hi. Grüß dich. Hallo. Ich mag es halt MMORPG, muss einem bewusst sein. Ein Solo-Tüdler ist es bei weitem nicht. Da glaube ich. Habe vor kurzem Assassin goldenen Loch 99.000 Sterne vergraben. 99.000 Sterne ist eine Menge. Ich weiß es nicht, Toni. Ich denke, du kriegst trotzdem plus 30.000 raus. Weiß es aber nicht sicher. Geht. Perfekt. Nice. Optimal. Vielleicht weiß es Philipp. Philipp, was passiert, wenn man 99.000 Sternis in ein Goldloch vergräbt? Ich glaube, man kriegt maximal 30 raus, ne? Ich grüße dich, Emil, der du mir unverzagt die kalte Schulter zeigst. Wie anders sollte ich dein Verhalten interpretieren? Du stehst unterwegs, nicht einen Blick in meine Richtung. Du solltest doch wissen, welche Freude es mir bereitet, gelegentlich mit dir zu plaudern, Spassel. Hab's nicht ausprobiert. Ach, scheiße, okay. Werden die crumpy, wenn man eine Zeit lang nicht mehr redet mit ihnen? Ich meine, ich war halt jetzt fast eine Woche nicht online, ne? Stell dir vor, eine Zeitung hat ein Fashion-Foto von mir veröffentlicht, der wirklich von mir. Ich bin gespannt, welche Reaktion das in meinem Bekanntenkreis hervorrufen wird. Vielleicht gar Neid. Hab gehört, man muss ein paar Jahre warten, dann kommt das Geld. Ich bin halt eine andere Version von Gold, Digga. Ja, Toni, das kann sein. Definitiv. Vielleicht wächst er da zwei, dreimal. Ich weiß es nicht. Ich dachte, so Goldbaum wächst einmal und dann war's das. Könnte aber sein, vielleicht wächst er dann nach. Also, dass er nochmal Gold dran kriegt, wie die Fruchtbäume. Baume. Mehrzahl von Baum ist Baume, wer weiß es nicht. Fruchtbäume. Die da. Die kriegen ja auch alle paar Tage ihre Früchte wieder dran.
Wächst auch nur einmal. Nein, einmalig. So viel. Hi. Hallo, grüß dich. Einen wunderschönen. Willkommen. Du machst dir halt gleich Kehrpferd. Aber hey, warum nicht? Kehrpferd. Wenn man es hat, ja. Toni, die angelt so viel. Oh, es schaut Toni zu. Es tut mir leid, ich muss es machen, weil sonst schimpft es mich wieder. Wahrscheinlich verkacke ich jetzt eh wieder, dann schimpft es mich trotzdem. Bin der beste Angler in Animal Crossing. Was macht ihr Schönes auf der Insel? Tatsächlich heute, ich sammle gerade meine Sachen ein, die rumliegen, will das Zeug verkaufen, auch die Früchte. Oh je, hi. Ich sag's doch, sie schimpft. Und dann habe ich mir ein paar Designs runtergeladen, die ich mal austesten möchte. Zur Verschönerung vom Boden etc. Und vielleicht kriegen wir endlich mal irgendwie hin, ich habe die Hoffnung allerdings schon aufgegeben, dass ich irgendwie mal die Insel in die Richtung kriege, in die ich es gern hätte. Ich sag's immer, ich habe 2, 3 Ideen, weiß noch nicht genau, wie ich es umsetzen soll. Aber mit den Designs ist es jetzt schon mal ganz interessant, würde ich sagen. Ich kann es euch kurz mal zeigen. Du hast 2 neue Sachen gemacht, Sarah. Kennt sie, servus, ahoi. Zu dem Thema. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das sind, wo haben wir es denn? Designs, genau die hier. Stepping Stone haben wir ein paar. Dann so einzelne Fliesen. Die Dinger, das sind, also schaut ein bisschen komisch aus. Das sind japanische. Luna, hi, grüß dich. Hallo. Wie geht's dir? Hi. Das sind so Sandkreise quasi und Linien, die ich mir runtergeladen habe. Schaut ganz gut aus auf dem Ding, auf dem Holz. Auf dem Sand natürlich, auf Sand. Dann Holzdinger, ein paar verschiedene. Und hier haben wir quasi Blumen, Laub, Erdbereiche, wo man quasi machen kann. Schaut ganz cool aus. In verschiedene Richtungen und auch Steine dazu mit Blumen. So Zeugs. Müsste ich später mal machen. Was hast du eigentlich gemacht, Sarah, wenn du sagst, findest du sie nicht schlecht aus? Ich finde auch, mir gefallen die auch ganz gut. Ich merke schon, du bist nicht ganz so begeistert wie ich. Toni, oh Mann. Müde und kaputt, aber gut und dir. Luna, eigentlich ganz gut. Ich war gerade vorher ein bisschen stressig, aber ganz gut tatsächlich. Also ich kann mich nicht beklagen. Nee, ist cool, ich hätte echt nicht Nerven für. Oh mein Gott. Felix Keppel, hi, servus, hallo, willkommen. Moin, hat jemand die Amiibo-Karten 73 bis 144 und funktionieren alle? Die Karten selber haben wir nicht, nein. Zumindest ich nicht. Ach, Hut und Kimono, nice. Ich würde mir gerne anschauen, mal bei Gelegenheit. So viel, oh, die sehen gut aus. Und Laub und so geht immer. Genau, das meine ich. So viel, das meinte ich. Also, mir haben vor allem die da gefallen. Man kann halt, glaube ich, richtig schöne Sachen machen, wenn man irgendwo eine Bank hinstellt, dass man quasi um den Bereich oder in dem vorderen Bereich quasi dann ebenso die Erde abwetzen lässt. Man muss sich ja vorstellen, quasi das, was da im Hintergrund rosa ist, hat ja später die Bodenfarbe dann. Sprich, das geht dann grün quasi weiter. Ich denke, die sind ganz gut. Klar kannst du da drüber fliegen. Achso, kleiner Moment, Sarah, kleiner Moment. Gib mir noch ein paar Minuten. Ich weiß, dass Kätchen ganz viele hat. Wenn sie mal kommt, kannst du die fragen. Ähm, Amiibo Kappa. Philipp, ja. Was, Felix Keppel, sammelst du die Karten? Oder geht es dir um bestimmte Bewohner, die du haben möchtest? Mit den Bewohnern, denke ich, kann geholfen werden, eventuell. Kommt jetzt die Frage, also kommt darauf an, quasi, was du möchtest, oder.
brauchst. Aber ich denke, du sammelst die, oder? So, das hört sich so an. So, dann nochmal Hi. Toni. Hi, 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 hi. So viel danke dir, vielen lieben Dank. Danke für den Follow. Wir haben da. Verkack's nicht, oh mein Gott, ich habe schon Angst. Ich rätsel, was auf deiner T-Shirt drauf ist. Ah, das da? Das ist ein Baum mit Katzen. Voll das Laub. Oh. Boah, kann ich dann irgendwann fischen kommen? Ah. Das gefällt mir auch ganz gut, das T-Shirt, muss ich ehrlich sagen, ja. Hi, Geo. Hallo. Hey, du. Hi. Oh, Emi, ist wie schön, dass du dir Zeit nimmst, mich zu begrüßen. Miau. Lass uns quatschen. Manches tut man, weil man es tun will, anderes tut man, weil man es tun muss. Aber man sollte nicht vergessen, von Zeit zu Zeit auch einmal überhaupt nichts zu tun. Das sagt man aktuell irgendwie jeder Bewohner. Ich. Gute Stadt, danke dir. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe da zwei, drei. Ich kann nur leider nicht alles anziehen, wenn ich stream. Zwecks Greenscreen. Weil ich dann meistens teils durchsichtig bin. Ich muss immer noch sagen, dass ich ein Erdbeermilch-T-Shirt haben möchte. Ist mir gerade so gekommen. Ja. Hattest du schon zwei, dreimal erwähnt. Das ist richtig, ja. Ich gebe nicht auf. Ja, vielleicht schaffst du es irgendwann, ja. Herzlichen Glückwunsch zum Fang. Danke dir, Toni. Wir haben ausnahmsweise mal auch was gefangen. Ich bin seit gestern am Überlegen, mir die zu holen, weil nämlich das Suchen von Bewohnern verrückt macht und ziemlich nervig. Und es sind nämlich eigentlich, es sind nämlich eigene dabei, die ich benötige und die eher selten sind. Im Angebot sind die gerade. Es macht keinen Unterschied. Ich wollte es bloß dazu gesagt haben, die Karten, die du quasi so kaufen kannst, sind trotzdem keine Originalen nicht. Die Originalen quasi von Nintendo selber kannst du nur in den Booster Packs kaufen. In den dreifachen. Die anderen Karten sind teilweise kleiner, teilweise größer, je nachdem und ich sag mal nachgemacht. Funktionieren im Regelfall genauso. Ich habe selber solche, muss ich ehrlich sagen. 30 Stück oder so. Die gehen auch. Ich habe mir die auch offiziell geholt über Amazon, kann man ganz ehrlich so sagen. Aber es sind keine Originalen nicht. Ist wohl trotzdem okay, weil anscheinend da kein Ding drauf ist, kein Schutz irgendwie drauf ist. Ich frage jetzt nicht. Anscheinend dürfen sie verkaufen. Aber selbst kaufen darfst du es halt immer. Könnte vielleicht auch helfen mit Bewohnern, wenn Kätzchen kommt. Ist die vielleicht schneller. Na gut. Habe auch solche nachgemacht und hab um die 80 Stück funktionieren auch. Ja genau, stimmt. Die haben mehr, das ist richtig, ja. Also sie gehen. Und es ist ziemlich einfach, ja. Du kannst halt. Vorteil ist wirklich, wenn du durch einen Campingplatzbewohner einlädst, du musst es zwar 3 Tage hintereinander einladen und ihm dann irgendwas basteln, aber du kannst dann aussuchen, wer gehen soll. Das ist das Gute dran. Sprich, wenn du einen bestimmten Bewohner draußen haben willst, musst du nicht warten, bis du irgendwie endlich mal aus Zufall den kriegst oder musst rumspulen, sondern du sagst einfach, hey, frag den, dann fragt sie den und dann geht derjenige oder diejenige. Das haut ganz gut hin. So habe ich Lupa, Victor und Moment. Victor, Picoe oder Sandrine heißt auf Deutsch und Lupa gekriegt, genau. Coco. Ja, Coco ist woanders her. Bei dir, Philipp. Die Originalen sind einfach so groß wie normale Spielkarten.
Und die gibt es nur in den Booster Packs. Da ist das Animal Crossing Logo drauf und sind immer 3 Karten, glaube ich. Den kosten dann, glaube ich, 3 Stück irgendwie um die 8 Euro oder 9 Euro. Irgendwie sowas, glaube ich. Und du kannst halt nicht aussuchen, welche es sind. Das sind dann einfach willkürliche Kartenpacks. Lea, hi, grüß dich. Hallo, Nemberkotzi. Hallo. Auch unter eBay etc. Die meisten, die du da kaufen kannst, sind nachgemachte. Gleich kommt auch noch die Küchensache. Hm. Ja, genau. Kat hat das gerade gepostet. Mit Leo, ich habe nichts gesagt, das warst du jetzt gerade, Philipp. Schädelboden, weiß gar nicht, habe ich den gekauft. Ronja, hi, grüß dich, hallo. Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Lea, Dankeschön. Bei mir auch. Ich hoffe, bei dir auch. Einwandfrei, kann mich nicht beschweren. Hallöchen, du Glückspilz. Aha. Die Tage wollte ich voll im Garten abgehen, als mir urplötzlich diese Bastelanleitung in den Sinn kam und es war ja echt lahm. Wenn ich die nur für mich behalten würde, mit etwas Glück explodiert nichts. What? Okay, die Dörte. Ein Apfelstuhl. Das sollten ja, habe gelesen, dass bei manchen einzelne Karten nicht geklappt haben, die bekommen aber Ersatz. Das ist richtig, ja, aber also meine haben alle funktioniert. Kann man ganz leicht testen, indem man einfach ins Rathaus geht und die drauflegt. Dann sagt er, hey, er kann das Amiibo der und der, zum Beispiel Victor, und dann sollst du ihn anrufen, nein, und dann kannst du die nächste Karte drauflegen zum Testen. Lea, bei ihm, was ist los? Also kannst du auch gern im Discord schreiben, wenn du magst dann. Oder wenn du es erzählen möchtest, meine ich. Singt da wer? Nö. Star Trek, hi, grüß dich, hallo. Martini. Ach man. Ach, ich habe momentan einfach wieder mal mit mir selbst zu kämpfen. Bin physisch wieder etwas angeschlagen. Ja, gern Lea. Gerne. Ich bin wie gesagt gerade am Sammeln von dem Zeug, das da überall auf den Dingern rumliegt. Oh, Unkraut, nehmen wir auch mit. Ich hoffe, ich hab's bald. Es sind doch 2, 3 Bäume, die ich auf der Insel habe. So 7, 8 oder 3, glaube ich, sind es. 12 und 20. Von mir auch wirklich wünsche dir auch gute Besserung. Ich weiß das nicht genau natürlich noch, aber schreib mir ruhig. Vielleicht kann ich helfen. Wenn man bloß zuhören kann eventuell. Aber es packt schon zum Beispiel 3 was? Aber das packt schon zum Beispiel 73 bis 144 bei Amazon. Bin mir dabei immer unsicher, deswegen frage ich gern. Ähm, Kann ich dir auch sagen, Felix. Die Dinger gehen. Wow, wir kriegen ja Kapitänsmütze. Ja, nice. Ja, kein Problem.
Genau. Ich gebe da, also, das Username is not available. Kathi. Vollkommen recht. Habe ich dich schon? Leuchtekäfer Dingens Teil. Nein! Ach Gott. Die ist voll schön. Wer denn? Die die Bewohnerin. Fatima, die hier. Die ist nice, ja. War meine erste richtige Bewohnerin. Man hat ja zwei quasi. Was da drinnen, meint er? Ach so, was da drinnen ist auch nice. Ich habe lauter schöne Bewohner. Finde ich zumindest. Das ist. Hier hat Modis gesagt, Morpheus. Kannst du, denke ich, problemlos machen, Felix. Ja. Also denke ich, da. Was kosten die? Zwischen 30 und 40 Euro, denke ich mal, oder? Irgendwie in dem Bereich. Er wollte nur Hi sagen, glaube ich, Philipp, ja. Oh, eine vergammelte Rübe. Ja, die lassen wir hier abliegen. Ich habe viel zu viele Bäume. Meintest du die hier, Star Trek? Wie schön dich zu sehen, Flüster. Lass uns plaudern. Zu dieser späten Stunde. Shadow neu. Hi, grüß dich. Hallo. Willkommen. Hi. Zu dieser späten Stunde fühle ich mich manchmal etwas einsam. Umso besser, also dich hier zu treffen. Hi. Ich liebe meine Bewohner tatsächlich alle, muss ich ehrlich sagen. Sorgfältig ausgewählt. Oh, Sternschnuppenschau bei mir heute. Ah, nice, okay. Ich schau gern vorbei dann. Oder Fatima, die ist hier. Ah, ja gut, das geht. Das geht. Bist du aus der Schweiz? Nein, aus Bayern. Ich merke, ich muss mich wieder mehr zusammenreißen, was meinen Dialekt angeht. Im Herbst mache ich es mir am liebsten mit einem guten Buch daheim gemütlich. Bern, ich liebe dich, Bern. Ich war in Animal Crossing jetzt aber auch seit voriger Woche nicht mehr so viel zu tun mit meinem Baby. Und jetzt mein neues Suchtspiel. Also mit Baby meint sie ihr Pferd. Sollte man vielleicht erwähnen. Ich werde jetzt dann gleich unterwegs sein, wahrscheinlich, Shadow. Ich kann ja noch gerne mal aufmachen, ist kein Problem. Bin auch mal Animal Crossing spielen. Viel Spaß, Felix. Viel Spaß. Also später gerne mal. Ich muss ein bisschen rumprobieren. Ich möchte irgendwann mal meine Insel einigermaßen zumindest mal anfangen. Deswegen wollte ich jetzt die Sachen verkaufen, dass ich mal wieder eine Brücke setzen kann. Die ich hier runterzupf von den Bäumen. Und dann möchte ich mit den Designs rumprobieren. Ich muss schauen, wie wir es machen. Kriegen wir aber. Aber generell ja. Gerne. Ich komme auch gerne auf deine Insel. Auch kein Problem. Ich will was verkaufen. Sehr gerne was hast du anzubieten. Zeig doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sollten einen Rufezeichen-Dialekt oder so machen. Dass man quasi weiß, welcher Dialekt es ist. Dass mir der Herr Streamer da mal zuhört, yo. Ich hab dir zugehört, Kathi, ich hab's vorher schon gelesen. Ich habe tatsächlich jetzt das obere gelesen. Und jetzt habe ich gesehen, dass du mir das doppelt geschrieben hast mit den dickgedruckten. Fix.
Äh, ja, so. Kurz mal Mütze ausprobieren. Ui, na gut, die ist sogar ziemlich nice. Komm mir schon vor wie ein altes Ehepaar mit dir. Nie hörst, nie hörst zu, jo. Ich höre immer zu. Ich ignoriere dich bloß aktiv. Die ist schön. Ich hebe es mir auf jeden Fall auf, ja. Müssen wir noch mehr Kleidung machen. Aber da fehlt die komplette Uniform fehlt noch. Die brauchen wir noch. Alter, das machst du nicht besser. Na, Schmarrn, Kathi. Ich habe es echt zu spät gelesen. Ich habe tatsächlich gesehen, da ist was markiert. Dann habe ich da angefangen, wo ich quasi aufgehört habe zu lesen. Und das warst dann quasi du mit dem gleichen Text, den du unten schon geschrieben hattest. Nein, ach Gott. Oder du kommst ins Voice. Du hast doch eine Mieze, stimmt's? Ja, ich habe eine Katze. Missy heißt sie. Missy. Missy. Nee, tatsächlich, war wirklich so. Ich wollte dir jetzt nicht. Nein, obwohl. Hat man schon lange nicht mehr. Dedizierte Peitsche. War schon lange nicht mehr da. Rufezeichen da. Die ist draußen, Toni. Ich kann ein Foto zeigen. Eventuell, Moment mal. Moment mal. Die darf raus bei uns quasi. Die rennt draußen rum. Die kommt irgendwann nachts wieder rein und ärgert mich im Bett dann. Aber ich kann es kurz mit einem Bild einfügen. Le Bild. Ich wollte gerade sagen, wieder 5 auf 10 Meter Bild. Ja, Moment mal, also. Ihr seht es gerade, ein sehr, sehr, sehr tolles Bild. Es ist der Wahnsinn, das Bild. Schwanzerl sieht man schon. Das ist gar nicht so leicht hier. Wird immer besser. Was meinst du, Shadow? Da ist sie. Das ist Missy. Meine Mietz. Ich bin aus Berlin. Ist das schlimm? Ich finde nicht. Ist wirklich süß, ja. Einziger Nachteil an der Katze. Sie braucht in dem Moment, wo sie da ist, so ziemlich jeder Quadratzentimeter von der Katze muss an dir dran sein. Also Körperkontakt wirklich von der Nase bis zum Schwanz hinten raus. Dialektbrüder. Ich lasse das, ich lasse das Foto jetzt einfach mal da. Moment mal, ich mach's mal so. Dann blende ich es einfach nur aus. Ja, ja, ist kein Nachteil. Meinte ich ja nicht. Es ist kein Nachteil. Nee, nee. War auch ein Krampf. Ilfa Kitsune, hi, grüß dich. Hallo. Hi. Willkommen wieder. Es ist kein Nachteil, habt ihr vollkommen recht. Es ist eigentlich süß und es ist verschmust wie nochmal was.
Nur wir hatten schon viele Katzen oder auch einen Kater, die ziemlich verschmust waren. Allerdings, die ist schon ziemlich krass. Der Nachteil meines Katzes, das ist so ein laut schnarcht wie ein Elefant. Ja, die rüsselt auch ganz schön. Die wird jedes Jahr, jetzt wenn es kälter wird, kriegt die einen leichten Schnupfen. Hat es irgendwie seit 2, 3, 4 Jahren, sage ich mal. Ist auch schon 11 Jahre alt jetzt. Und ja, kleine Vitaminspritze ist dann meistens der Fall und dann geht es wieder einwandfrei und dann ist wieder alles vorbei. Allerdings ist es, die rüsselt und schnarcht wie nochmal was. Das ist eine Katastrophe. Und, ich meine, das ist eine Katze in der Größe, ganz klar. Schafft es aber trotzdem, und das ist wahrscheinlich normal von einer Katze, dass er gleichen Platz im Bett braucht wie ein Pferd. Katze so 90% vom Bett, Rest ist meins. Würde euch auch gern meine Mieten zeigen. Discord, Toni. Wäre eine Möglichkeit. Ach, du hast kein Discord? Noch nicht. Ist nicht schwer. Ich mag Erdbeeren und Katzen. Das ist schön, Shadow. Freut mich. Ich auch. Bankautomat. Ich habe die Blutwerte vom Orthopäden. Ah, wegen deinem Rücken. Und was ist oder was ist rausgekommen? Das war, ich glaube, wegen einer Entzündung hattest du gesagt, ne? Und Pocket Monster. Du hast Rheuma. Aber gut, Rheuma gibt es ja 100 verschiedene Arten, sage ich mal. Pokémon, ja, wer mag die nicht? So, das haben wir. Dann schauen wir kurz zu Sarah. Also Rheumatologe wird schauen, welche Art das ist. Genau, das meinte ich. Ich sag mal, ja, nicht toll, logisch. Aber zumindest weißt du, was es ist und kannst was dagegen machen. Ich meine, schlimmer ist, wenn man ewig lang rumtut. Gibt es auch in einer Variante, die Kinder kriegen, ultra schier, hatte meine Schwester. Ich glaube, Überkittung ist nicht so alt. Drum in den Knien. Ah. Das kannst du in jedem Alter kriegen, das weiß ich ja. Erst als ich beim Rheumatologen war, jetzt noch nicht. Ah, okay. Dagi, hi. Servus, grüß dich. Hallo. Ja, oh, ja, klar. Ach Gott, schön. Roshi. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Kick. Das Schlimme ist, das Tick-Tick kenne ich halt jetzt auch schon. Das Kick-Kick langsam momentan gegen nur Schmerzmittel, die recht stark sind, aber nicht so gut helfen. Ah, das ist schade. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Aber ich sag mal, wenn man weiß, was es ist, kann man gezielt dagegen vorgehen oder gezielt was dagegen machen. Es gibt ja Räume, wo Hitze hilft, es gibt Räume, wo Kälte hilft, es gibt Räume, wo man. Also so viele Sachen. Ich weiß, ein Bekannter von mir hatte das auch schon ziemlich früh. Gut, der ist gute 10 Jahre jünger, glaube ich, wie ich. Hat es aber vor 15 Jahren schon gekriegt oder sowas. Also da waren wir beide noch ziemlich klein. Aber auch, glaube ich, Knie und irgendwie im Oberschenkel war da irgendwas. Er hat es zwar nicht weggekriegt, glaube ich, aber zumindest so gut wie im Griff. Man merkt es nur, wenn das Wetter umschlägt, glaube ich. Zieht es irgendwie. Meint er, glaube ich. Aber ich kann es schlecht sagen. Das werde ich dann mit dem Arzt abklären, wenn es draußen kalt wird, tut es mir weh. Ah, okay.
Ja, ich bin jetzt auch kein Rheumatologe, aber ich bin gespannt, was rauskommt, ja. Er schaut doch gern. Kann ich gern kommen. Bei mir sind das wie so Stiche. Ich hab's nicht, darum ich kann mir schlecht vorstellen. Ich weiß zwar, was du meinst, aber ich weiß nicht genau, wie sich's anfühlt, Gott sei Dank. Ich brauche nicht alles. Ich bin gerade zu Sarah unterwegs. Oder Sari. Deine Online-Testnutzung ist abgelaufen. Ach, schade. Stimmt, das war die Woche, ne? Genau, da hast du eine Woche geholt. Sehr, ja, du hattest es, glaube ich. Ja, gut, drücken ist immer schlecht. Ja, gut, na klar. Ich weiß, was du meinst. Das X markiert die Stelle. Da, 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 da. Hallo. Ja, aber wenn alles gut läuft, bringt meine Mutter mir eine Online-Nutzung-Codekarte mit. Nice. Das ist schön. Ist schön. Emily, hi. Hallo. Willkommen. Oh, ah, stimmt ja. Die Designs wollte ich zeigen. Was los, Shadow? Leicht von der Insel überrannt. Oh, das schaut cool aus. Zombie-Kleidung. Gyoru. Das ist der Hut da oben, ne? Hol ich mir mal kurz. Imgur. Aber die hast du jetzt selber gemacht, Sarah, ne? Ah, komm, gleich wieder geklaut vom Pinterest, ne? Ja, alles meins. Ah, okay, cool. Schön, danke dir. Schaut cool aus. Kimono ist auch schön. Und das ist, was ist das für eine Haube mit dem ist ein Gesicht drauf, ne? Ich sehe gerade noch kurz was anderes, Moment mal. Landstreich-Outfit, schaut auf ihr Zombie-Outfit. Nehmen wir auch mit. Oh, Moment, ich brauche noch was. Ich sehe gerade Steampunk-Brille. Heißt sogar so. Aber Shadow macht da keinen Kopf. Ich meine, Ronja ist da, Cat ist, gut, Cat weiß es gerade gar nicht, ob da ist, aber die sind alle, Dagi, Toni, Kathi, also die Inseln schauen alle gut aus und Philipp, es ist so viel Zeug dabei. Ich habe schon Inseln gesehen, die waren echt krass. Ich meine, die von Sarah weiß ich, also, von Sarah sage ich, von ähm, Ronja Dinosaur, ist mir richtig im Kopf geblieben, weil die ganzen Steine so cool angeordnet hat. Emily, die Insel ist auch sau cool zum Beispiel. Deine ist erbärmlich, du hast meine gesehen, oder? Meine ist ein einziger Wildwuchs. Mehr ist meine nicht.
Ich habe einfach überall Bäume hinpflanzt, wo Platz war. Dachte mir, ah, cool, nice. Kannst die Früchte verkaufen etc. Hast verschiedene Sachen, kannst es hernehmen. Wenn jemand was braucht, kannst du es ihm geben. Nee, super Sache. Kann man keine Sternis. Also keine Sternschnuppen. Habe ich ein neues Emote eigentlich gekriegt? Ah, das da. Oh, jetzt da. Parallel. Cat, hi, grüß dich. Hallo. Und da ist sie schon. Eine wunderschönen. Gleich kommt wieder Tick-Tick. Ach, schön. Nimm mir den Code, dann komme ich zu dir. Oder wir machen was anderes rum. Also ich schaue gern zu dir hin. Und ich mache später auch die Insel noch auf, keine Sorge. Machen wir schon noch. Können wir doch alle kommen, wenn wir es wollen. Ähm. Ui. Jetzt kommen einige. Respekt. Ist da oben die Erde im Eck? Da rechts oben? Schaut so komisch grünlich-blau aus. Weniger mondmäßig. Kick, kick. Kabuki, hallo. Neue Theorie, Animal Crossing spielt auf einem anderen Planeten. Ja. Es ist der einzige menschliche Bewohner normalerweise. Zumindest auf unserer Insel oder in unserer Stadt. Tiere können reden. Und tragen Kleidung. Paralleluniversum lasse ich mir auch eingehen. Ich habe letztes Mal so viel lachen müssen. Ich habe ein Foto gesehen, wie quasi sich zwei auf dem Rathausplatz unterhalten. Ich glaube, irgendein, ja, Mensch, sage ich jetzt mal einfach, also irgendein Spieler quasi mit einem Bewohner. Und im Hintergrund, vielleicht kennt ihr das sogar, oder war das sogar, ach, Tag Wolfo. Ich glaube, du hast das postet, oder? War das beim Achter? Im Discord? Wo dann Tom Nook so aus dem Fenster rausschaut? Ich glaube schon, oder? Ich dachte, oder? Also wir hatten das, ich glaube, das war beim Achter. Ich denk, bin mir ziemlich sicher. Wäre geil, wenn man in Games sich TP könnte. Rein? Solange man wieder rauskommt, ja. Ah, mit Rainer, ja, genau, 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 genau. Mit Rainer ist es. Richtig, 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 richtig. Genau, genau, genau. Stimmt, Sarah. Es wird mit Rainer, genau. So geil. Das warst du, ja. Dachte ich mit Aki. Ich hab was gesehen gehabt. Das war super. Ich kann's nicht. Und rein in die Games wäre teilweise interessant. Teilweise, aber ich. Es gibt Games, da möchte ich nicht rein, allein zwecks den ganzen Bugs. Rainer ist immer so nett zu mir. Du bist dein Cousin, ne? Gibt ja Familienpreise. Der alte Gauner. Victor hat mal Gedanken darüber geäußert, dass das alles nur ein Spiel ist und das auch sehr detailliert ausgeführt. Ja, ich meine, Victor dürfte ja eigentlich tot sein, denke ich mal, als Mumie. Also ist er vielleicht schon länger da.
Die Unterhaltung hatte ich mal mit Erik. Ja, war volles Videounterhaltung. Ah, okay. Mir hat letztens Hugo auch gesagt, oh je, oh je. Ja, ich sage ja, Verschwörung. Auf geht's. Kannst du mir kommen? Ich komme gleich, Shadow. Ich komme gleich. Ich will gerade noch ein bisschen Sternschnuppen sammeln. So 2, 3. Für mich hat sich das nicht so süß angehört. Ich finde es aber ganz interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ja lustig, dass sie sowas einbauen. Finde ich schon cool, muss ich ehrlich sagen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein so Superheldenfreund. Sage jetzt mal vom Prinzip her, auch von den Filmen her. Gibt gute. Ich will jetzt gar nicht richtig detailliert drauf eingehen. Was ich halt lieb ohne Ende ist Deadpool. Und allein aus dem einen Moment, sind Sternschnuppen eigentlich überall zur gleichen Zeit unterwegs? Nee, ich denke nicht. Sie sind immer spezifisch. Was war leicht so? Ach du Scheiße, Alter, wir sind in der Matrix-Dings, die angehört. Also ich habe zum Beispiel keine gehabt, aber bei Sarah sind sie jetzt. Darum denke ich nicht. So bin vollgefuttert wieder da. Wupp, wupp. Luna, willkommen zurück. Auf jeden Fall, deswegen mag ich Deadpool so gern, weil quasi Deadpool der einzige Comic oder Superheld quasi ist oder fiktionaler Held ist, der sich quasi bewusst ist, dass er eine Comicfigur ist. Oh mein Gott, was war das jetzt? Wie jetzt Christen wieder Springbrunnen hoch ist, ne? Und einfach, er weiß, dass er gezeichnet ist. Und das finde ich cool. Und er weiß auch, dass er jetzt gelesen wird in dem Moment. Oder dass er jetzt gerade vom Publikum angeschaut wird im Kino. Das finde ich halt super lustig. Darum auch darum gefallen mir so Andeutungen in so Spielen auch immer ganz gut. Jeder kann kommen, okay. Gib mir noch 2, 3 Minuten. Morgen alles voll. Oh mein Gott. Morgen erstmal 2 Stunden lang Strand aufräumen. Jetzt kommen aber einige tatsächlich runter. Deadpool beste. Deadpool ist super, ja. Ich sage also, liebe ich ja. Äh, Das ist so Fourth Wall Breaking. Lieber auch Games, die das bringen. Ja, stimmt, genau, genau, genau. Kommt immer wieder vor. Vor allem sein Humor bei Deadpool auf jeden Fall. Definitiv. Ist halt blöd. Also er ist halt ein bisschen. Wie könnte man es übersetzen? Wie sagen? Frech, nicht wirklich. Eher schon politisch unkorrekt, sag ich jetzt mal. Gab es so eine Sequenz in Metal Gear Solid? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Das gab es in mehr Spielen schon, die Richtung. Aber ich weiß nicht mehr alle. Ich meine, Conker's Bad for a Day, wenn das wer kennt. Nintendo 64 Zeit. Das war auch in die Richtung. Okay, ist eine Kinderserie, aber bei den Louds wird das auch gerne gemacht. Warum ich die Serie mag, die ist super schräg. Kenne ich gar nicht. Louds? Finde ich aber super, ich mag einfach den Charakter. Ja, ich mag den auch. Ich sage ja, Deadpool ist super. Klar, muss man gezockt haben, ja. I am the great mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you. Das war der beste Gegner. Das singe ich jetzt nicht. Emily, hi. Ja, ja, ja. Vor allem das Spiel ist halt auf 2 Minuten durchgespielt, wenn du magst. Du gehst raus, gehst ins Geschäft, kaufst die Milch und gehst zurück. Ende. Oder du gehst den langen Weg. Den deutlich interessanteren Weg. Ich brauche mehr. Also ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Einfach weil ich wissen wollte, was passiert. Nach 3. oder 4. Mal durchspielen irgendwann mal. Dachte ich mir, hey, warum nicht mal das machen, was da gesagt wird? Zumindest dann irgendwann mal. Ja, ich glaube, Welt ist trotzdem untergegangen.
Du warst trotzdem schuld. Ich habe keine Lust auf morgen. Mag sich jemand für morgen in die Berufsschule bis 16 Uhr einsetzen? Ja. Wenn du für mich in die Arbeit gehst, gern. Ich wollte gerade fragen, ob ich zum ersten Durchlauf. Nee, war Durchlauf 4 oder 3 oder 5, keine, irgendwie sowas. Außerdem war es der zweite Teil. Postal 2. Der erste hat so Draufsicht. Voll gehst statt mir hackeln. Habe ich auch gerade vorgeschlagen, ja. Ich habe tatsächlich morgen auch bloß bis 16 Uhr. Also es geht eigentlich. Kann ich machen, aber nur mit Konsole. Ui, wäre eine Idee. Gerne hätten wir es, dann tust du die erste tust in meiner Klasse an, die mich aggressiv machen, an und ich gehen für dich arbeiten. Hm. Kann ich toppen ab bis 14 Uhr. Ui. Ich hatte wieder eher frei, logisch. Ach Gott. Ja gut, ich meine, Berufsschule. Na, tatsächlich hatte ich das Problem mit der Berufsschule nicht, muss ich ehrlich sagen. Sarah hat frei. Ciao. Ja. Sollen wir Dauki vorbeischicken? Uiuiuiui. Ja, Dauki, das wäre. Der wird da reinpassen, glaube ich, oder? Würde ihm gefallen. Berufsschule. Ich kenne ihn zwar jetzt nicht so gut, aber ich denke, das gefällt ihm. Wenn er nebenbei noch Mario Kart spielen kann, alles gut für ihn. Nach der Arbeit geht's zur Babymaus und dann geht's los mit Arbeit. Dauki, nee, nee. Achso, okay. Hast du freigegeben. Hm, macht mir eigentlich keinen Witz darüber, über sowas, Luna. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich weiß, glaube ich, wie du es meinst. Schwierig und kritisch, ja. Ostbahnhof in München weiß ich war noch gut, tatsächlich. Ich war auch ein Dreivierteljahr da. Wobei ich da natürlich nicht zur Schule gegangen bin, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da gearbeitet. Ja, oder wenigstens Panzertape an den Mund geben, ist ein bisschen was anderes. Ein minimaler Unterschied, würde ich sagen. Also so, das kann man dann schon machen. Das gute alte Gaffer. Wenigstens sind sie still. Oh mein. Macht da keinen Kopf runter. Hatte ich also bei mir war der Punkt ab der 10. Gasse. Da war alles cool. Davor, ich sag mal, kompletter Einzelgänger und eigentlich, ja, ich hatte zwar nicht wirklich, eigentlich, sag jetzt mal, im Groben hat schon passt. Ich hatte eigentlich keine Probleme mit jedem, eigentlich mit keinem, so richtig. Es war immer so, du scheißt mich nicht an, ich scheiß dich nicht an, Kategorie. Was sie gesagt haben, war mir wurscht. Das war mir einfach schlicht und ergreifend egal. Bin jetzt total der Einzelgänger, Sarah. Ändert sich auch wieder irgendwann. Also kann ich bloß von mir reden. Irgendwann ändert sich's.
Störenschnuppen mit Ö. Störenschnuppen. Kann ich morgen noch auf meine Insel drauf oder liegt da alles voller Sternen? Ich frage für einen Freund, ja, dass ich nicht mehr aus der Haustür rauskomme und meine Bewohner irgendwie von den Dingern erschlagen werden, das will ich nicht. Muss jetzt dann aufhören. Ich muss dann Shadow nochmal fragen, dass sie den Code nochmal postet. Ich komme dann gleich zu dir. Es kommen, glaube ich, maximal 25 runter an einem Tag. Ah, okay. Bin ja 10. Also letzte bin ja auch alleine seit ein paar Monate. Ah, okay. Am besten ist, wenn du außerhalb der Schule ein Hobby machst, das absolut nichts mit Schule zu tun hat. Da kannst du unbefangen Leute kennenlernen. Ja. In meiner alten Berufsschule war alles chillig, man konnte gemütlich danach mit jedem ein Bierchen trinken. Bei mir aus der Klasse sind so Agrozyten mit Defizitkomplexen, denen ich gerne in den Mund zugeben würde. Also in den Angebot gerne an, Kathi. Ich habe das Zeug tatsächlich auch ziemlich viel da. Große Rollen. Ich brauche das immer zum Fixieren von Kabeln. Nachteil, man kriegt es nie wieder vom Kabel weg und das Kabel klebt dann ewig. Das ist leicht belastend. Wenn sie dann quasi die obere Schicht vom Gaffer löst, aber der Kleber bleibt immer noch da. Fixieren von Kabeln. Ja. Am Boden draufkleben. Was glaubst du, dass bei mir Kabel am Boden rumliegen die meiste Zeit, wenn ich irgendwas verkabel zum Testen? Ich habe für alles Mögliche um und Zustände im Stall. Richtet alles. Man schreibt mir jemanden kennen, dann stelle ich mir schwierig vor. Hä? Achso, du bist ja, okay, privat geschwommen, denke ich mal. Sarah, wie schaut's aus? Kommst du mit zu Shadow? Shadow hat alle eingeladen, ja. Ich muss bloß erst heimfliegen, glaube ich, dass ich zu ihm komme. Den nehmen wir nur mit. Shadow, kannst du den Code nochmal posten, bitte? Das wäre ganz lieb. Je mehr du dich darauf einlässt, umso mehr wird es sich hochschaukeln. Ja, das stimmt wirklich. Das war eben meine Philosophie. Eben, einfach ab und zu mal ein blödes Kommentar drauf abgeben, nicht reagieren. Wenn sie was gesagt haben, dann war es mir einfach schlicht und ergreifend egal. Also es war mir wirklich wurscht. Also es hat nicht viel gegeben, was mir mehr egal war, muss ich ehrlich sagen. Weil ich wusste, was ich kann, was ich habe, was ich mache und mir da keine Gedanken gemacht haben. Ah, Philipp weiß es. Danke dir. 6 TPFR. Kommt noch wer mit? Potterhead, hallo, grüß dich. Vielen Dank, hi, willkommen. Ja, ich höre halt Hörbuch in der Schule, weil der Unterricht aus Diskussion besteht, was aber auch nicht Sinn der Sache ist. Okay, na gut. Den Vorteil hatte ich in meiner Schule nicht, weil Handy in dem Fall, ich bin so alt, dass Handy noch nicht da war. Machtel, hi, servus, grüß dich. Hallo, alles gut bei dir? Hi. Dass damals nicht alles, das nicht gab, jetzt hatte ich quasi auch keine Möglichkeit, dass ich irgendwie irgendwas hören nebenbei. Es hat einen Walkman gegeben, falls den noch wer kennt. Das war dann zwar ziemlich am Ende schon, aber meine Schulkollegen kamen damals mit dem Freak-Thema. Ja, kenne ich.
mir nachgeschrien, der mit permanent Marker auf den Tisch gegürtelt, haben mitgespielt. Mir die Haare aber sind mir schön brav, kursiv Freak in den Nacken tätowieren lassen. Das sind genau die Sachen. Je mehr man es hört, desto mehr wird man dazu. Weil es einem einfach irgendwann egal ist. Zwar nicht Sinn und Zweck davon, aber ab dem Zeitpunkt lassen sie meistens Ruhe. Ha, ich kenne Walkman auch noch. Ja, Walkman. Also ich hatte einen, zwar als Kind auch definitiv, aber in der Schule war das eher ungeil, weil der wurde ja gesehen und gehört, also von dem her. Online. Ja, alles gut, war gerade grounded off Stream. Suchbefriedigen Machtel. Grüße aus Oberbayern. Oh, nice. Grüße zurück aus der Oberpfalz. Ich hatte einen Walkman und einen Discman. Ah, stimmt, Discman. Ja, Discman war dann viel, viel später. Discman war später, ja. Walkman hatte ich so mit, keine Ahnung, 8, 10, wenn überhaupt. Discman war dann später. Ja. Und dann später halt auch. Also es war, glaube ich, sogar schon, ich glaube sogar schon MP3 Discman bei mir damals. Dachte ich mir. 6 TPFR. Aber Kassetten mit Kuli aufziehen geliebt irgendwie. Mit Kuli? Ist Shadow noch da? Ah, okay, nein. Shadow ist schon raus. Schade. Okay, dann geht's nicht. Entweder rausgegangen oder vielleicht hat es ihm zu lange gedauert oder ihr. Tut mir leid. Hätten wir es gerade gemacht. Ja, die dünnen Pickulis. Ah, ja, klar. Bei uns war es der gelbe Bleistift, der klassische gelbe Bleistift, ja. Passt super in die mit Stöpselkappe. Sarah, gute Nacht, danke dir. Gute Nacht. Es gibt in jeder Schule Anlaufstellen, falls es zu übel mit Mobbing wird. Und es gibt auch Telefonseelsorge und Seelsorge-Chat per WhatsApp, wenn du mal reden musst. Nur kurz dabei. Ja. Ich denke, das weiß sie, Toni. Aber bringt halt auch nicht immer was, das stimmt das. Haru, hi. Hallo, grüß dich. Willkommen. Cordian, hi. Hallo. Willkommen. Hi. So, also Bella. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz, Moment. Inseldesigner. Bitte. Bearbeiten. Cordian, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön und willkommen. So, was haben wir hier nicht? Steampunk-Brille, ne? Naja. So. Was mein Plan gewesen wäre, ich schaue mal, ob ich irgendeine Bank habe zum Testen. Oder vielleicht auch vor den Häusern, ne? Ich schaue trotzdem nach einer Bank. Irgendwas habe ich bestimmt in die Richtung. Und ich weiß, ich habe auch ein Vogelbad, das ich gern nehmen würde. Ich schaue mal, was wir an Möbel haben. Aber zum Thema Bleistift, ich hatte die immer so hart misshandelt, dass die recht interessante Formen hatten. Ja, kenne ich. Kenne ich, Kathi. In die Kassette gepasst haben die dann immer doch bei mir gerade noch. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mir da Zeit drauf, da habe ich drauf gebissen immer wieder. Ich weiß nicht warum. Frage nicht. Es war ekelhaft und der Lack war die ganze Zeit im Mund, das haben wir dann wieder bei. War nicht so nice. Aber die Zeit war da. Einrichtung. So. Was nehmen wir denn? Machen wir mal die zwei Sachen raus. Egal.
Eine Maschine. Habe ich irgendwie so Stein? Ah, das da. Das meinte ich. In die Tasche. Das können wir mitnehmen. Mal vorerst. Und den vielleicht sogar. Ich habe viel zu wenig Zeug immer noch. Ich müsste echt mal anfangen mit das Zeug. Gut, für die Wohnung schaut es anders aus. Da haben wir schon, oh Gott, ich weiß, die Schreibmaschinen haben. Ich kaufe mir jedes Mal die Schreibmaschine, wenn ich sehe, weil man dachte so, ey, nice, Schreibmaschine, cool. Genau, für die Küchenmaschine. Oh, eine schwarze, die habe ich bestimmt noch nicht. Das weiß ich, mir geht es nicht ums Mobben, das ist bei mir egal. Ich mag mich, wie ich bin und liebe es seit klein auf, Nerd zu sein und auch so rumzulaufen, wie ich drauf Bock habe und das nicht, wie es die Gesellschaft vorschreibt, vollkommen richtig. Es geht mir eher darum, dass man nicht im Unterricht weiterkommt. Und dieses sinnlose Rumgezicke im Unterricht einfach nur stören, ist mir recht, ist mir nicht. Okay. Ja, gut. Ja. Ich auch so unterbewusst, wenn ich nachdenken musste. Ja, genau, das meinte ich. Nägelkan hatte ich tatsächlich auch mal eine Zeit. Habe ich Gott sei Dank weggebracht. Bin ich froh drum. Bin ich echt froh drum. Ich weiß eine Stelle, wo wir es testen können. Toni schreibt, was gut zu hören. Sorry, habe mich beruflich was mit Mobbing mit jungen Menschen. Wollte nur kurz sagen, wo die eventuell Hilfe kriegen könntest. Bin ja froh, das zu hören. Ja, ja, klar. Toni, du überhaupt kein Thema nicht. Ich meine, ich denke, es weiß auch jeder, wie es meint ist. Moment mal. Also, erster Punkt. Ich möchte erstmal Sand. Wir schmieren einen Sand. Wir schmieren einen Sand. Jetzt kann der Winter kommen. Wir haben gestreut. Ich teste das quasi bloß rum, was ich machen, nein, was ich machen könnte, was geht, wie es ausschaut. Ich suche seit 12 Spielstunden eine Festung im Nether. Oh mein Gott, ernsthaft? 12 Stunden? Das ist schon gut lang. Ich dachte, wir haben bei. Welche Version spielst du, Philipp? Also 1.16, 1.17, 1. Den Malen, genau. Okay, jetzt schauen wir mal. Wie viele Felder haben wir jetzt? Jetzt haben wir. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, passt. 5 brauchen wir. Ja, aber habe auch schon 40k Blöcke in diversen Richtungen weg. 1,17 auf der One. Ah, okay. Aber ist komisch. Irgendein Spawn-Fehler kann es nicht sein. Ich bin direkt in einer gespawnt. Ja, bei mir war es auch so. Wir haben angefangen, glaube ich, im Nether. Und sind dann, also in einer Richtung war die ums Eck. Das sind halt meistens irgendwie so halb eingebaut. Das ist das Problem immer. So, Gedanke war der da. Moment. Zum Beispiel mal. Jetzt muss ich die App wieder zumachen. Mist, Moment. Bin. Ach, für den Cheater-Server. Ist das jetzt mittig? Ich denke schon, ne? So, dann wieder Bau-App. Einmal bauen. Bauarbeiten beginnen. Jawollo.
Und jetzt muss ich schauen. Jetzt müssen wir mehrfach wechseln, glaube ich. Die Designs. Die da. Left Rear war das, oder? Ah, Moment. Ah, spannend. Dann haben wir die Designwechslerei ist ganz schön. Da müssen wir vielleicht noch nach oben gehen, eventuell. Ich weiß nicht, ich habe es eigentlich zu früh gemacht. So ist besser, glaube ich. Kannst außerdem auch mit Pfeilen nach unten das entrüstet und dann kannst du das ganz normal verschieben. Ah, okay. Danke dir. Wusste ich nicht. Dankeschön. Ich gehe immer in die falsche App rein. Lalalala. Und da kann man hier hin. Schaut jetzt hier doch nicht so gut aus, wie ich mir gedacht habe. Bei Frank, was? Sind wir auch in der Nähe. Achso, wegen der Festung meint ihr jetzt. Ich glaube, bei mir war auch relativ früh eine da tatsächlich. Du musst, ich glaube, bloß die richtige Richtung finden, wo du hin musst, denke ich mal. Hatte ich aber auch schon mal, dass ich mal ewig gesucht habe. Ich immer da reingehe, ne? So, dann wollen wir die da. Immer wieder. Immer wieder ins Menü. Kann man die irgendwie umdrehen? Also spiegeln? Oder habe ich da mehr? Das sind nur die, ne? Also Plan wäre halt quasi so gewesen irgendwie und dann hier so Zen-Linien quasi machen. Und dann vielleicht zum Beispiel eben, ich mache jetzt mal gerade über die Pagode. Zum Beispiel sowas da hinsetzen in die Mitte. Das mich massiv triggert, weil es nicht genau mittig sitzt. Wie schaut das aus? Mein Plan war, so schnell wie möglich eine Elytra zu holen, um die Erfolge zu fahren. Mittlerweile für Netherite plus Verzauberung und ein Drittel der Erfolge zu Fuß gemacht. Oh mein Gott. Netherite habe ich noch gar keins. Nee, auch nicht so. Also irgendwie das gefällt mir noch nicht so gut, wie ich mir dachte. Ich dachte, das geht schöner. Jetzt weiß ich nicht, Cordian, ob ich die schon vorgelesen habe. Also nochmal, so viel Shadow Neu, Potterhead und Cordian, vielen lieben Dank für den Follow. Rainbow Fuigro, hi, grüß dich, hallo. Also ich dachte mal quasi so in die Richtung, ne? Und dann eventuell, und hier die Linien halt rum. Nur halt hier noch irgendwie verbunden, dass es noch was ausschaut. Und das vielleicht dann hier abgerundet.
kann ich es wieder ganz normal nehmen, das mit Plus, ne, oder? Wie kriege ich die Ecken jetzt rund? Ach so. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier natürlich ist jetzt einer zu weit. Findest du gut? Also wie gesagt, ich muss mit den Linien jetzt nochmal schauen. Die Linien gefallen mir jetzt irgendwie gerade nicht so gut. Weiß wer so Zen-Linien zufälligerweise? Ob man da irgendwo welche kriegt oder... Ich freue mich auf das Zeug hier. Auf die da. Die versuchen wir jetzt dann gleich. Die könnten richtig nice sein. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Und das muss ich nur mal fragen, kann man die spiegeln? Ich habe vorher schon gefragt, ich habe das glaube ich nichts gesehen. Man kann die nicht spiegeln, ne? Weil ich kann sie nicht bearbeiten, weil sie nicht meine sind. Ui, toll, nice, perfekt. Nee, geht nicht, scheiße. Seise. Ah, das ist belastend. Das ist belastend. So, was haben wir denn noch? Baumstoff. Wie ich immer da reingehe, ne? Ach Gott, ernsthaft. Ich mache es jetzt einfach mal weiter. Wie schaut das dann aus hier? Ist ja kein Flow nicht drin, ne? Das sind keine Zen-Linien, das ist einfach nur in den Sand gemalter Scheiß. Das muss ja quasi mit einem Rechen in einem Durchgang ziehbar sein. Was hier schon mal gar nicht ginge. Schafft es gerade? Ah, jetzt ist gerade kommen. Hat ein bisschen dauert. Luna, perfekt. Vielen lieben Dank. Genauso was meine ich. Das schaut besser aus. Das schaut besser aus. Aber ich muss es. Gut, die MR-Nummer habe ich. Das passt. Optimal. Optimal. Jetzt testen wir mal die Dinger da aus. Ich. Extra gesucht. Danke dir. Die seitlich. Ja. Ja, doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Dann brauchen wir das Gegenstück dazu. Haben wir bestimmt auch was in die Richtung. Ja, wieso nicht?
wie ich immer da reingehe. Dann... Was haben wir denn da Schönes noch? So vielleicht? Ich tappe immer wieder da rein. Das Plus kann ich mir nicht merken. Hier machen wir es so. Wie ich so sage, ich weiß auf jeden Fall jetzt, was ihr meint mit den Designplätzen. Es ist belastend, ja. Es sind deutlich zu wenige. Ah, nee, das meinte ich nicht. Es ist halt so ewige Rumprobiererei. Aber es könnte ganz nice ausschauen. Den hier. Wieder mal suchen. Oh, Vogeltränke, ne. Jetzt brauchen wir irgendeine Ecke. Irgendeine Ecke. Ja, 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 ja. Also das können wir dann noch voll machen da. Ich lerne es nicht mehr. Ich lerne es echt nicht mehr. Nee, das ist doch nichts. Das passt doch nicht. Oh mein Gott. Ich bräuchte so ein Ding, wo ich jetzt mal einen Stromschlag kriege, wenn ich in das Menü reingehe. Vielleicht lerne ich es dann irgendwann. Ich sag's noch nicht. So ein Mitteldings hat man doch irgendwo. Ah, da. Das ist seitlich, das ist oben. Das wäre beidseitig dann. Eine reine Erde wäre noch cool. Das Eck hier eventuell. Dann brauche ich irgendwas, was zumacht, eventuell. Das ist noch nicht gleich. Noch nicht gleich. Das brauchen wir eventuell später noch. Ne, das ist doch nix. Das ist doch nix. Strom. Es tut mir leid.
bin so, ich verstell mich nicht. Komm. Ah, ja. Mein Gott. Ich muss das Haustür umbelegen. Ich mach mal die Faltung. Oh, ist schon 10, okay. Kathi, gute Nacht. Kein Problem, danke dir. Gute Nacht. Da merke ich immer, dass 10 ist, wenn sich Kathi faltet. Und ich gehe immer in das Menü rein. Das triggert mich so hart. Wie schauen die eigentlich aus, die Steine, ne? Ui. Auch interessant. Brauchen wir aber später. Dü, 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 dü. So, was hat die noch? Strom. Ja, das ist wohl richtig so. Jetzt was Absicht. Jetzt was Absicht. Ich brauche nämlich das da. Wenn ich die Designs so konfus hätte wie du in deiner App, würde ich jetzt auch nichts finden. Äh, Kann man die sortieren? Ja. Du warst doch damals die, Toni, die sich gewundert hat, dass wir die Taschen sortieren, oder? Ich bin mir da ziemlich sicher, ne? Wer im Glashaus sitzt. Ja, das war auch ich. Aha. Ich überlege ja teilweise eher, was ich mache oder wie ich es mache. Tatsächlich auch. Hm, Ich merke gerade, eigentlich ist das blöd so, ne? Es ist eigentlich genau andersrum, wie ich es haben wollte. Ich Depp. Ich dachte mir so, ja klar, Erde, logisch. Ja schon, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Es wächst ja hier eigentlich Dreck übers Gras drüber. Wir haben ja nicht einen grünen Daumen, sondern grüne Füße dann. Überall, wo wir hingehen, da wächst wieder Gras. Sortieren über die Designer-App, ich weiß gar nicht. Brauchen wir da drunter noch einen anderen Boden irgendwie? Mit den tauschenden Designs. Kann ich den Schwarzerdeboden einfach drunter machen? Geht das?
Weil Standard. Ich schau gleich, jetzt warte mal einen Moment. Ich schau gleich. Oh, das geht. Das geht. Man kann also die Standard-Designs, die Dinger hier da, kann man übermalen. Wie schaut es bei Steinboden aus? Ich sehe, wie dein Hirn arbeitet. Ja, ja, ja. Ich bin gerade am Austüfteln, sage ich mal. Option wäre jetzt quasi immer noch. Lukas, gute Nacht. Gute Nacht, danke dir. Schlaf gut. Ja. Ja, ja, ja. Also man kann die Standard-Designs hier kann man quasi übermalen. Also ideal wäre natürlich jetzt gewesen, dass man quasi, dass das Gras zur Erde wird. Das hätte genau andersrum sein müssen. Das wäre jetzt eigentlich mehr so das von mir geplante gewesen, sage ich jetzt mal. Und er macht so dünne Streifen, das ist gerade ein bisschen schwierig. Kann man nicht mal für Erdbeeren jetzt kurz Animal Crossing umprogrammieren. Wäre nett. Würde mich sehr freuen. Ich finde es schon mal cool, dass man die Standardsachen da drüber packen kann. Ich habe bloß die falschen Designs runtergeladen, das ist mein Problem. Ich könnte den ganzen Boden natürlich so. Aber einfach Strom für den Martini. Ach Gott. Ich könnte natürlich jetzt hergehen und könnte darunter die Schwarzerde malen. Wäre es dunkel, wird ein bisschen heller werden. Oh, ich habe ein großartiges Geschenk für dich. Bist du bereit? Viel Spaß damit. Ich hoffe, dieser Ananas-Outdoor-Hut wird dir gute Dienste leisten. What the fuck? Die kommt angestiefelt wie nix, ne? Müssen wir kurz tragen, hilft nix. Wenn Geo uns schon was bringt. Wolfskralli, hi. Oh mein Gott, ja, ich bin. Was war ich vorher ohne meinen Ananas-Outdoor-Hut? Ich weiß es nicht. Wie konnte ich nur ohne den leben? Es ist fast, als wenn er immer zu mir gehört hätte. Der Ananas-Outdoor-Hut, wer kennt ihn nicht? Wer hat ihn nicht? Wer will ihn? Oh mein Gott.
Oder du machst mit dem Gras weiter. Also links und rechts hast eben in der Mitte einen Grünstreifen. Wie meinst du, Cat? Es hat hier ziemlich eine harte Kante. Gut, man könnte natürlich... Moment mal, ich teste mal was. Die harten Kanten waren wahrscheinlich... Ja, ich glaube, ich weiß, wie man das machen kann. Ich habe eine Idee. Mal schauen, wie das ausschaut. Eine Idee mit Ö. Idee. Wir haben doch Japan-Mauern, so 2, 3. Idee mit Ö. So 200, 300. Wieso habe ich Fische im Lager? Okay. Irgendwer war das letzte Mal dabei, der das Rad wollte. Wenn das so stimmt, dann hat Cat es genau das gesagt, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Und ich einfach bloß komplett falsch gedacht habe. Mach's bei der Erde einfach links das Gras dran und rechts auch. Also, dass das Gras außen ist. Was, Luna? Vor allem wollte ich eigentlich ins Bett, aber jetzt bleibe ich wach. Oh mein Gott. An dem Tag habe ich die Idee, was Erdbeermietspartei. An dem Tag, an dem ich die Idee hatte zu streamen. Das ist bestimmt lustig, wenn ihr seht, wie blöd ich mich stelle. Okay, du hast vollkommen recht, natürlich. Du hast vollkommen recht. Genauso ist es auch gedacht. Genauso ist es auch gedacht. Ja, bei mir ist Partei. Deswegen Partykleid. Ich habe meinen Spaß. Ja, muss ich zugeben. Oh mein Gott. Gut, dann habe ich alles erfüllt. Dann passt's. Ach, mir auch schon passiert. Ja. Vor allem, ich dachte mir, hä? Für was war das dann, ne? Aber ja, logisch. Ich habe gleich auf Plus gedrückt. Habt ihr das gesehen? Hashtag Martin loben. Kemonomichi. Was? Besu. Toka? Kemonomichi Besu. Nee. Kemonomichi. Okay, Dreckweg, ja. Fein, Martin, fein. Jetzt weiß ich gerade, bringst du Kekse mit? Also wegen der Küche. Ah, nice. Das triggert mich ein bisschen. Dass das ja so gerade ist dann da hinten. So gerade abgeschnitten.
Und da ist ein Pixel in der Mitte. Oder am Eck auch. Ist es da nicht? Viel besser. Salzstangen bitte für mich. Für Toni. Toni möchte Salzstangen. Kekse! Ach Gott. So, aber jetzt. Die Lieben, das schaffen wir jetzt irgendwann noch. Ich habe gesagt, das wird ziemlich uninteressant, wenn ich da rumdesign. Ja, schon eher. Ich muss gleich mal den Clip teilen. Wenn das Grümmelmonster weiblich wäre, bin ich das. Weiß man's. Das hat eine tiefere Stimme, aber das heißt da nichts. Klingt funny, oder wird das creepy. Ich stehe dazu, ja gut, das ist ja richtig so. Yay. Nach diesem Thema gesagt wurde, hat es Martin auch kapiert. Schau mal in Gaming allgemein. Moment, ich schaue in Gaming allgemein. Viel zu klären mit. Ist es von dir? Ist es das? Ja, da. Das meinte Philipp. Weil? Oder wie? Das war noch nicht gesehen. Warst du zu hoch? Verstehe ich gerade gar nicht. Jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Jetzt pass auf, wir brauchen das da. Ich schaue mich noch um, ob ich was gehittet hat. Aber da war nichts. Ich habe nichts gesehen, ne? Du warst einfach tot. Also wirklich von. Du hast ja fast volles. Warst fast full live. Das triggert mich hier. Ähm. Natürlich geht da wieder rein, also klar. Design-App, jetzt pass mal auf. Das ist gar nicht so leicht umzudenken, ohne Scheiß. Das ist gar nicht so leicht. Ähm.
Nee, da brauchen wir irgendwas anderes. Da brauchen wir irgendwas anderes. Hier vielleicht? Krieg wieder Strom. Ähm. Nee. Das nicht. Wir brauchen... So im Groben? Ist nur rumtesten. Also das ist jetzt keine finale Position. Ich lache mich gerade schlapp. Ich habe mir wirklich Keks geholt. Oh mein Gott. Das ist nice. Nein. Ach Gott. Tja, geiler Zufall. Ja. Umdenken. Umdenken, 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 umdenken. Der ist da. Schaut das geschissen aus? Da brauchen wir jetzt ein anderes Eck. Nämlich so eins da am besten. Und hier ein ganzes. Oder haben wir was in die Richtung? Was da passen könnte? Das vielleicht? Nee. Ich kann es auch nicht erklären, ist ein Bug. Okay. Ich meine, das ist böse, aber es sieht sehr verdächtig aus. Braucht jemand Supervision beim Designen auf seiner Insel. Ja, ist ja von oben ganz gut. Wäre cool. Wäre ich sofort dabei. Hätte ich kein Problem damit. Überhaupt nicht. Bis gleich, Philipp. Darum habe ich mich die ganze Zeit drückt davor, weil ich weiß, dass ich da furchtbar bin in dem Bereich. Ich bin da ganz, ganz, ganz schlimm. Geht so vielleicht? Und dann sowas da. Ja, das geht. Doch, das geht. Ja, 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 das geht. Das tut Gehirn, tut das. Toni, du bist standhaft geblieben. Das habe ich irgendwas überlesen, glaube ich. Ach, Keks-Telekinese. Für Stream Game Mode 1. Oh mein Gott. Also Toni, das was gibt mir schon lange aufgehört. Wieso?
Ja, der Tag war Üblinger, oh mein Gott. Ja gut, aber da muss standhaft bleiben. Bleiben, das stimmt, das ist richtig. Weil du musst standhaft blieben. Genauso wollte ich sagen. Du bist standhaft geblieben, das wollte ich sagen. Wenn mein Internet nicht laufend das Stream unterbrechen würde, könnte ich dir helfen. Kannst du helfen? Also ernsthaft, geht das? An der Kasse bei Edeka, da war plötzlich diese Maschine, ich wollte kurz mal wieder teen rebellisch sein. Bist das du? Ah, nicht. Ach Gott, mein Gott. Egal. Sie meint mit hinmalen, glaube ich, oder? Aber Inseldesigner geht ja nur, wenn Insel geschlossen ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie es bei besten Freunden ist. Darf auf Stream aus sagen, wo das hinkommt. Oder was? Ach so, so meinst du. Ja gut, okay, das wird gehen, das stimmt. Das wird gehen. Beim Boden, das wird gehen, ja. Ich meine, umsonst schauen die Inseln noch nicht so gut aus. Es ist halt echt eine richtige Frickelarbeit. Ja, es geht nur, wenn es geschlossen ist. Ah, okay. Scheiße. Na gut. Irgendwie ist er aber auch niedlich, der Erdbeermitz. Mit seiner Zwangsstörung, dass er alles genau machen will, meinst du? Ah. Problem ist, ich habe ein bestimmtes Bild im Kopf. Ich habe ein bestimmtes Bild im Kopf und das muss dann eigentlich so ausschauen. Das ist belastend, da kann man das Ei übermalen? Nee. Neckel, scheiße. Da ist er wieder Philipp, hi, Bibi. Das können wir so nicht machen, leider. Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Test oder was anderes, wie könnte man es noch machen? Wie könnte man es machen? So vielleicht? Wie läufst du da fest im Holz? Oh mein Gott. Könnte gehen.
Könnte gehen. Könnte, müsste, dürfte, sollte. Ja. Brauchst du was, was unten mit dem Gras abschließt? Ich bin so eigentlich ganz zufrieden tatsächlich. Der mir es tut mir bitte gefallen. Nein, nein, kein Gefallen für Flip. Für Philipp. Ich habe jetzt Flip gelesen. Genau, da wollte ich sagen. Flip. Ja, aber so in die Richtung. Ich kann auch wieder zurücknecken. Also Flip kann jetzt leider bleiben, ja, das ist schlimm. Sieht echt gut aus, das meine ich ernst. Danke dir. Mir gefällt es selber tatsächlich. Aber genauso habe ich es mir vorgestellt. Muss man zwei, drei Sachen machen. Das hier schaut kacke aus. Da muss ich mir neue Sachen holen, aber da hat ja Luna schon was geschickt. Finde ich hübsch. Ah, gut, dann. Ich weiß nicht, ob das da bleibt. Wahrscheinlich, weil ich es nie wieder ändern werde. Das bleibt jetzt da für immer. Und immer 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 und immer. Nee, mal schauen. Aber so war quasi der Gedanke jetzt. Und das mit dem Sand muss ich auch noch kurz schauen. Moment. Ich meine, hier kann auch nichts drauf spawnen. Ich kann ja hier jetzt eine schaufeln. Nee, ah gut, wurscht. Geh kurz zu Dr. Best. Viel Spaß, Toni, beim Zähneputzen. Ich muss das gleiche ausgerüstet haben, dass es abrundet, ne? I understand. Ja, genau, okay, passt. Wir malen uns jetzt ein Auto. Oder ein Meatboy. Oder ein Knochen.
Habt ihr mein momentanes Projekt mal auf Discord geschickt? Bin voll stolz. Erst drauf bin ich gespannt, ob es, wenn es fertig ist, so toll aussieht, wie ich denke. Ich bin gespannt. Ich schau gleich, Moment. Das sind jetzt abgerundete Ecken, ne? Ich kann da in der Mitte nichts reinmachen. Man kann drauf eine Amiibo-Figur machen. Ich sage eine Kontrolle. Also Among Us, nicht Amiibo. Ach so, das Ding. Ja, ja, klar, 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 jetzt. Ja, du hast Amogus, deswegen habe ich nicht gewusst, okay. Hm. Belastend, wie schief die steht. Rechts, links voll und Mitte weg, back. Bam, Among Us. Amogus, also. Ah, Gott. Hm. War jetzt eigentlich nur irgendwie vier so Steine hinstellen, vielleicht irgendwie. War jetzt keine allzu sonderliche Idee, sag ich jetzt mal. Einfach mehr so, das teste ich mal, wie das ausschaut. Was haben wir denn noch? Ich brauche viel mehr so Deko-Zeugs, ne? Kanister könnte ich hinstellen. Und ein Cupcake. Klar, Hauptsache Toaster haben wir. Kisten von Mama, okay, haben wir auch zwei. Warum auch immer. Hab leider nichts, was ich da hinstellen könnte. Gibt es irgendwas sowas wie ein Altar oder sowas in Richtung? Ich glaube, haben wir nicht, ne? Das ist nur der Zeug, der Kram da. Das ist Möbel. Das ist auch nicht irgendwas dabei. Problem, was ich immer habe, ich habe irgendeine bestimmte Vorstellung im Kopf für irgendwas, die aber in meinem Kopf auch noch nicht ganz fertig ist. So, weiß nicht, ob ihr das kennt.
Und dann versuche ich es irgendwie umzusetzen. Habe aber eigentlich bloß so ein schemenhaftes Bild im Kopf. Ein Hochzeitsaltar gibt es. Ich habe an was anderes gedacht. Es gibt bestimmt einen Blutboden, ne? Oh mein Gott, das brauche ich. Muss ich mal suchen. Also mit Blut ist vielleicht weniger, aber es gibt bestimmt irgendwas, was da cool ausschaut in der Richtung. Das ist dann nicht das, was ich meine. Es gibt auch Horrorinseln, na klar. Nein, nein, nicht rein Horrorinseln, sowas meinte ich gar nicht. Muss nicht mal eine Horrorinsel sein. Wenn ich eine Horrorinsel baue, dann kommt mir ja keiner mehr von euch. Doch, doch, doch ich. Wie schaut das jetzt aus hier? Ich will also so Mauern bauen können. Ja, man bekommt bestimmte Designs. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da muss man schauen. Hast recht. Ach, das kann ich so drauf aussetzen. Okay. Was macht er jetzt? Ich da ist jetzt dann. Nee. Okay, das geht quasi. Es ist die erste Mauer, die ich in Animal Crossing baue, also wundert euch nicht. Nein! Mein Gott. Okay, Mauer ist es mal noch nicht. Ich muss da mal nochmal schauen. Muss da wirklich mal nochmal Designs suchen. Problem, was ich wirklich habe, ist wirklich die Designsplätze, ne? Das dauert halt ewig. Ich schau mal kurz von Luna das mal kurz an, was sie geschickt hat. Moment. Ach so. Also wirklich Projekt. Ich dachte Animal Crossing Projekt. Ach,
das war das vorher. Oh mein Gott. Wie machst du das, Luna? Aber ist das mit Gips oder sowas? Oder wie? Oder hast du es bloß lackiert jetzt? Oder wie? Das ist Lackieren, ne? Was wird da draus? Das schaut cool aus, auf jeden Fall. Warte mal kurz, ich bin gleich da. Wo sind wir denn? Na komm. Ich kann nicht mehr zurückschalten. Doch, jetzt geht's. Perfekt. So, jetzt. Entschuldigung. Wir können natürlich suchen, was wir Insel noch finden irgendwie. Aber da bräuchte ich die Designs wieder. Ich habe vom. Gut, ich kann natürlich einiges von den Designs, könnte ich natürlich jetzt wirklich wegtun. Da Golfo. Das Zeug würde ich gerne behalten, da auf jeden Fall. Die ganzen. Das da. Was ich notfalls übermalen könnte, wäre das hier. Also die sowieso. Und ich glaube die tatsächlich auch. Die schauen zwar cool aus. Aber dann im Vergleich zu dem anderen Zeug mehr Comic-Stil. Jetzt direkt Vergleich quasi. Zum Beispiel jetzt die hier. Das schaut mir. Was ist da, Wolfo? Das schaut mehr realistisch aus, würde ich jetzt sagen. Also realistischer aus. Gibt es auch mit Blumken. Das ist unten, das ist unten. Wie geht das? Ist rechts, links, Hidari. Ishizuku-Name. Also immer nur gerader Weg. Wieder rechts, 2. Ue ist oben. Okay, ja genau, das ist quasi grenzt einfach nur ab. Das soll quasi ein Weg sein. Der hat einen Weg bastelt quasi, wo er dann. Ja genau, Hidari ist wieder links. Rechts. Das ist wieder Ue wieder oben und Shita wieder unten. Miauz. Also. Also notfalls können wir, also ich, ja. Wohin genau? Ich meinte so eine Art, ich würde irgendwas suchen in der Design, wenn du meinst, sag Wolfo, oder Daki, wenn man irgend so Altarstelle, Opferstelle, irgendwie sowas in der Richtung. Gerne mit so leuchtenden Linien, irgendwie sowas in der Richtung, habe ich jetzt gerade im Kopf. Palim, Palim. Hm, hm. Ja, haben sie denn eine Flasche mit?
Nee. Das wird mal wieder ein Schuss in den Ofen. Das hört sich nach Team Rocket an. Schaut auch cool aus, ne? Ishiratami no Michi. Das ist wirklich noch mittiger, genau. Hast du schon ein Projekt angeschaut, Haha? Achso, Luna, warst du gerade weg? Ja, habe ich angeschaut. Ich habe gefragt, du hast bloß nichts geschrieben, deswegen. Ja, ja. Ich habe es angeschaut und ich sag, schaut cool aus. Gefällt mir. Meine Frage ist bloß, wie hast du das gemacht? Also ist das lackiert oder was hast du da gemacht? Ah, war's gut weg, okay. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Bam, bam, bam. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Wie geht's weiter? Hi, ich bin Ash. Asche aus Alabama, oh mein Gott. Wie vor mir kennen, aber ja, genau. Flanten. Also, meine Frage war nur, es ist lackiert. Also, ja, es ist Acryllack. Und habe auch viel mit Modelliermasse ausgebessert und arbeite jetzt schon seit 6 Tagen immer wieder ein bisschen dran. Ich steife das Lande ganz, oh mein Gott. Aber was, willst du es dann in einer bestimmten Farbe anmalen oder was passiert genau damit? Schaut cool aus auf jeden Fall. Hm. Die Frage wäre nur, was dann im Endeffekt rauskommen soll dabei. Weil es geht aktuell ganz in die Richtung gehen. Also soll es quasi dann, wenn ich weiß, bleiben oder wird es dann speziell angemalt? Ich suche breit und weit. Wer findet die Fehler? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es komplett richtig, glaube ich. Bin mir da ziemlich sicher. Geht das nicht? Nee, die muss man doch nur anzünden und schon sind sie weg. Die Rakete. Die heißen aber auf Deutsch nicht wirklich Team Rakete, oder? Ihr macht sie fertig. Das heißt, wir bekommt noch ein wenig Tiefe, also Schattierungen will ich noch ein Arbeiten dann nur noch zusammenbauen und fertig. Ah, nice. Okay, cool. Ja, ich bin gespannt. Also schaut jetzt schon cool aus. Ich habe am ersten Moment auch dieses Foto, ich habe so einen Teil davon gesehen, der immer, hä? Schaut wie so ein Grillhändel im ersten Moment, der weiß es. Bis ich dann gesehen habe, dass da oben die Dinger rausgehen, das war das erste Foto, was ich quasi gesehen habe. Ein Teil davon. Ähm, heißt es schon Rocket, ja gut, okay, dann. Dann ist gut. Das wäre jetzt sehr traurig gewesen. Ich habe das auf dem Flohmarkt gesehen und dachte mir so, mein neues Projekt. Ah, nice.
Locketto. Jim Locketto. Kann sein. Kann sein. Sagen wir nicht Team, sondern Team. Möglich, möglich, möglich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es hat schon was, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da gerade mache. Ich mal gerade rum. Missile Gaskides. Du magst Raketen. Vierte Boden schon süß. Ja, der schaut gut. Also gefällt mir jetzt auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Man könnte es ja quasi auch so machen mal. Das sind quasi da mal keine. Passen nicht ganz so gut zusammen, aber gut, ich meine. Können schon zwei, drei rausbröckelt sein. Hi, mein Name ist Martin und ich beschäftige mich stundenlang mit irgendeinem Scheiß, das uns keine Menschen interessiert. Diri, 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 diri. Gut, schauen, wie das ausschaut mit dem anderen. Moment mal. Ich finde es eine gute Idee. Ja, gut, okay. Ist doch das Schöne, einfach ausprobieren. Ja, genau, das meine ich auch. Das ist das. Ich dachte bloß immer irgendwie. Zum Beispiel, ne? Ja, das passt nicht. Das passt nicht, aber da können wir jetzt quasi weitermachen. Ja, hier, na. Weiß ich nicht, Doki. Keine Ahnung. Zu lange her. Ich bin mit einem Laternen am Ende, ja. So kann man es sagen. Genauso kann man es sagen. Irgendwas mit Hunde oder Wölfen ist bestimmt bei Doki nicht verkehrt, das kann gut sein, ja. Aber Lupo ist der Wolf, ne? Dann glaube ich jetzt irgendwie nicht, dass Quam wo oder wohin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir das damals auch selber beigebracht. Ich hatte es in der Schule nicht. Das ist schon so lange her. Gut, Servus ist bayerisch. Das hat nichts mit Latein zu tun. Zu lange her, Luke. Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Lateinisch ist bei mir vorbei. Dann müsstest du die 10 Phrasen hinschreiben, die ich zufällig noch kenne. Und das war's.
Das wäre eine Option, ne? Sprache selber. Ja, aber siehst du, was rausgekommen ist? Servus. Sklave, nicht bayerisch. Doch, Servus ist bayerisch. Und heißt so viel wie ich bin dein Sklave, ja. Oder, ja, grob übersetzt. Wurde halt übernommen. Ich glaube, Knallpanisch, ja, was heißt Japanisch? Das ist nicht so schwer, tatsächlich, wie jeder meint. Und so gut kann ich es auch nicht mehr. Also, ich bin nur einigermaßen, ich würde nur einigermaßen überleben, glaube ich, das war das Einzige. Also ich würde verhungern. Das wär's Hauptding. Ich glaube, ich lasse das da einfach. Ich habe mal einen japanischen Sprachkurs, aber leider ist nicht viel hängen geblieben, außer die Zahlen, die Vorstellung und die Begrüßung. Die Zahlen, ja, Zahlen. Ich weiß am Anfang noch, wie ich die Zahlen gelernt habe. Ich bin regelmäßig bei einer hängen geblieben und hab's dann irgendwie nicht mehr gewusst oder sowas. Das ist irgendwie auch ganz normal. Ich hatte den Japanischkurs bei mir immer bloß so als Hilfe quasi. Viel selber angeschaut tatsächlich auch, aber halt im Kurs war dann immer so der letzte Punkt, wo ich sage, ja, nice, okay. Dann hat die Lehrerin bestätigt, dann hat es passt. Wobei meistens, wenn ich gefragt habe, hat es immer so geheißen, so, ah, machen wir später. Ist schon korrekt, aber machen wir später. Wir lernen es erstmal komplett falsch, um es dann später richtig zu lernen. Nice. Warum auch gleich richtig lernen? Macht da überhaupt keinen Sinn nicht. Ist zwar kompliziert, aber es wird zumindest dann stimmen. Aber die gehen einfach irgendwie nicht davon aus, dass du das weitermachst. Starkstrom? Oder Starkstrom? Oder Starkstrom, Julia. Luna, wollte ich sagen. Nee, das ist blöd. Weil Strom nicht mehr ausreicht wegen falschem Kopf. Ach so. Ich dachte, das wurde schon wieder vergessen. Aber ich drücke nicht mehr öfter richtig. Wird irgendwann. Irgendwann kapiere ich. Irgendwann. Der da. Ich vergesse nie. Geht das hier? Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ah doch, das ist blöd. Hm.
müssen wir schon weitergehen mit dem. Das Drücken der falschen Knöpfe geht sogar noch hier. Ihr wollt nicht meine ersten Versuche wissen. Ah, okay. Bin ja froh. Moment mal. Nur der übliche Hausgeist. Welches Spiel streamst du eigentlich am liebsten? Hm. Kann ich so nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich mag viel. Also tatsächlich, ich mag generell auch den Horrorbereich, habe ich schon mehrfach gesagt. Animal Crossing ist halt mega chillig, sag ich jetzt mal. Ich mag auch Minecraft sau gern. Am liebsten streamen. Ich mag ja die Multiplayer-Sachen gerne. Kann ich pauschal gar nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Ist, weiß ich wirklich nicht. Also, Animal Crossing ist schon nice, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, man braucht da Leute, die das sehen wollen. Muss man da ehrlich sagen. Wenn aber es immer wieder das Problem kann man nicht sagen, ist ein Schmarrn. Ich habe immer wieder quasi jetzt Leute, die quasi wieder entfolgen, ist ja ganz klar, weil seit Ewigkeiten irgendwie das Spiel nicht mehr kam, das sie unbedingt sehen wollten. Ja, sage ich halt von Anfang an immer dazu auch. Falsche Taste. Ich spiele es halt so, wie ich es will und ich spiele halt auch dann immer dann, wenn ich es will und was ich will. Darum ist es immer schwierig, dass ich immer das gleiche wieder mache. Ne? Luna, gute Nacht, gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Was los? Habe ich dich noch schockiert? Den da? Nee, dahin. Den da machen wir. Danke, will ich morgen Schule, dass ich. Was? Will ich morgen Schule, das habe ich. Also die Schule hast du realisiert. Oh mein Gott. Wird schon, Luna. Kriegst du rum. Das kriegst du rum. Freu dich aufs Projekt, wenn du heimkommst. Morgen ist Freitag, genau. Geht dann auch pennen, Äuglein, geben den Geist auf Nacht. Die Lucky, gute Nacht. Gute Nacht. Allzu lang machen wir auch nicht mehr. Bis halb, denke ich mal, sowas. Muss morgen auch wieder raus. Gute Nacht. Wieso male ich jetzt eigentlich die ganze Inselanfallung drauf? Weil ich mag. Ja, das da. Ich spreng sie am Ende, oh mein Gott. Die zwei habt ihr schon sehr lieb, das merke ich immer wieder. Seid ihr doch Brüder, ne? Dein Spruch, Toni? Du sprengst sie am Ende? Darkmode? Ist dein Spruch? Jetzt bin ich überrascht.
Ach so, was Toni geschrieben hat. Gute Nacht. Ah, Kick. Ah, jetzt, okay. Der Golf, wer vormacht, muss immer mit der Gefahr rechnen, nachgeahmt zu werden. Hoffe, du feierst dir deinen Träumen vom hohen Ort nach. Oh mein Gott. Ach, scheiße. Brauchst du essen? Kann ich eine Blume essen? Nee. Ich mag jetzt nicht ins Lager gehen. Copy-Paste. Ich mach Pasta auch. Ich träume fast nie. Hm. Nicht Plagiate. Ah Gott. Ah, da sind Birnen. Birnen mit Ü. Ja, genau, das wollte ich machen. So, einmal Hams. Hams, 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 Hams. So, dann buddeln wir noch kurz. Le Boudel. Le Boudel, die Baum hinaus. War wenig träumen, das muss ein Paradies sein. Was ist an Träumen so schlimm? Ach, was war da in dem Baum, ist ja wurscht. Baum machen wir hin. Kommt aus dem Blickwinkel an, wenn man die Gründe dafür kennt, würde man das kaum sagen. Denn in Alp und der stört mich jede Nacht. Achso. Ich habe mal von Jesus geträumt, oh mein Gott. Ah, jetzt kommen wir im Gramm rein, ja. Ich merke schon. Bauchi wird müde. Machen wir es einfach so, würde ich sagen. Da pflastert man das rein. Und hier auch. Tag, ich träume erstmal davon, wie wir jetzt in Ruhe Zeit haben, über dich zu reden. Oh mein Gott. Das ist halt schon gemein.
Und nichts gegen das Geschriebene machen. Ich kann auch die Stream-Wiederholung anschauen. Stimmt, und nichts gegen das Geschriebene machen, ja, das ist richtig. Hm. Ja, gut. Nur anschauen und Tränen ausbrechen, oh mein Gott. Ich gehe immer in die falsche Dinge rein. Nee. Es triggert mich selber so hart. Dich will ich. Und dich will ich da. Machen wir jetzt 3 breit. Ja, was ihr geschrieben habt, weiß er schon, ja, das sieht er. Es sei denn, irgendjemand löscht versehentlich einen Chat. So ganz, ganz, ganz zufällig. Weil er versehentlich auf eine Taste kommt. So, ups. Könnte, ich meine, wäre ja keine böse Absicht, aber es könnte theoretisch passieren. Also ich meine, die Möglichkeit wäre da. Sleep-Tipps, okay. Na, danke, gute Nacht, schlaf gut. Ach Gott, das ist halt so blöd. Oh Mann. Nee, das gefällt mir nicht. Mhm. Da ist gerne was mittig rein. Mindestens einen zerlegten. Den da. Der ist da nicht so nice. Was haben wir sonst noch in die Richtung, was es so gibt? Ständel. Den da. Das ist schon ein bisschen ausgelaufen, genau. Danke, gute Nacht. Gute Nacht. Miau, miau, weiter schlafen, das heißt, ich sein Yoda-Katze. Ach Gott. Gut, jetzt haben wir den ganzen Bereich da mal, ne? Bringt uns zwar gar nichts. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Ich muss mal noch suchen nach irgendwelchen Designs. Ob es da irgendwas anderes gibt, irgendwas Interessantes. Gibt es bestimmt, logisch. Aber was ich dann quasi suche danach. Also das ist mal der Weg. Ich dachte eigentlich, ich baue hier Brücken, aber ich glaube, ich lasse das tatsächlich so. Mal eine Frage, schlaft ihr eigentlich in Ruhe ein oder mit Schlaf-App, Geräuschen etc.? Ich habe nie Probleme gehabt, wenn ich Geräusche im Hintergrund höre. Muss ich ehrlich sagen. Oder wenn Ventilator oder sowas in die Richtung läuft, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Aber nee, ich habe tatsächlich nichts. Also ich... Braucht es ein bisschen. Also jetzt bin ich halbmüde. Entschuldigung. Braucht es meist ein bisschen, bis ich einpenne, aber geht. Mit den 3 Fragezeichen noch nice. Ich hatte als Kind immer Pumuckl gelaufen.
Das kann ich sagen. Ich muss sagen, ich mag es, wenn irgendwie so ein monotones Geräusch im Hintergrund rumbrummt. Muss ich ehrlich sagen, habe ich kein Problem damit. Übertönt die Gedanken ein bisschen. Aber auch jetzt, wie gesagt, nicht zum Einschlafen. Das geht so ganz normal. Also, es gibt 2 Tage, wo ich wirklich wach liege, also wo ich wirklich gar nicht schlafen kann. Das kommt 2, 3 Mal vielleicht im Jahr vor, maximal. Gott sei Dank. Gestern Nacht war Sturm, das war toll. Die Bäume haben gewogen im Sturm und es hat gepfiffen an der Hauswand. Gut, so stört mich auch nicht. Ja, Deutschlands Einschlafhilfe Nummer eins. Aber von den meisten von den Fällen bekomme ich wenig mit. Wieso neidisch, Toni? Nein, Mist. Ach. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich gut schlafen kann. Ich schlafe leicht ein. Ich habe meistens keine Probleme damit einzuschlafen. Das heißt nicht, dass ich nicht immer wieder wach werde oder sowas. Also das ist aktuell tatsächlich schon ein Problem, das ich habe. Dass ich immer wieder mal, ist aber bei mir aktuell nackenmäßig geschuldet, sage ich jetzt mal. Ich habe mich da vor Ewigkeiten mal komplett irgendwie, ich müsste mich mal komplett einrenken lassen wieder. Müsste ich mal einen Termin ausmachen. Also habe ich noch nie machen lassen. Das wäre echt mal ganz gut, glaube ich, weil ich komplett verspannt bin bis das letzte Eck. Aber Gewitter mag ich auch. Da gebe ich Toni recht. Das ist cool. Ich schaue immer gern zu am Gewitter, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, es gibt viele, die das nicht mögen, die da wirklich Angst haben und ich verstehe es auch. Ach, verkaufen kann ich die Pflanzen. Nur lagern nicht. Habe ein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelanleitung gefunden. Wer immer du bist, hoffe, du bist in Bastelstimmung. Versuch's, wird dir gefallen. Hurtig, der Gerald. Eisenholzwerkbank, die können wir schon. Heißt, die kommt am Haufen. Habe schon mein Schlafmittel genommen, also wenn ich lalle, sag mir Bescheid. Nee, mag ich. Also sowas nehme ich generell eigentlich nicht. Mag ich nicht. Lala Toni. Oh mein Gott. Das erste Gewitter im Jahr finde ich schlimm, danach geht es. Okay. Aber Gewitter ist ja nicht zwingend. Gut, im Winter gibt es weniger Gewitter vielleicht, das stimmt schon. Sommergewitter meinst du, so richtige starke Sommergewitter, oder? So richtige Hitzegewitter quasi. Ich verstehe es ja, wenn wer schon mal einen Blitzeinschlag gehabt hat, etc. Soll ich kommen und dich massieren? Lieben gern. Aber da müsst glaube ich ein bisschen mehr andrücken, glaube ich. Ich habe vor kurzem wirklich Probleme gehabt, dass ich meinen Kopf gar nicht mehr drehen konnte, so richtig. Das war jetzt, erst geht's wieder einigermaßen. Also, es passt wieder. Aber es war schon, ui, also komplett verlegt, dann ein neues Kissen gekauft. War auch jahrelang ein altes Bett noch und kaputte Matratze irgendwie, Bett zu klein und. War so viel beieinander, das hat sich jetzt über die Jahre hinweg quasi jetzt schon natürlich getauscht, ganz klar. Anderes Bett, anderes Kissen, etc. Aber hat sich jetzt über Jahre hinweg ein bisschen besser verkrampft. Dann habe ich Anfang des Jahres das Problem gehabt, dass ich ein Bänderriss gehabt habe.
Und ich denke, durch die Schonhaltung, die ich da gehabt habe, eine ganze Zeit lang, ist wieder richtig schlimm geworden, denke ich mal. Vermute ich. Ich vermute, dass da wieder rausgekommen ist. Also dann würde ich zu einem Osteopathen gehen und dich behandeln lassen. Da renkt dich jemand ein. Osteopath ist es? Ich dachte, also ich weiß, es gibt Chiropraktiker, es gibt Chiro. Wie nennt man es jetzt? Chiropraktiker quasi kann man machen. Kann man als Heilpraktiker auch machen, als Chiropraktiker den Lehrgang. Aber es gibt eines, wo du Orthopäde sein musst. Also ich wurde noch nie eingerenkt, muss ich ehrlich sagen. Na, wie heißt das? Moment, ich schaue mal kurz nach. Also ich habe einen Orthopäden in der Verwandtschaft, muss ich ehrlich sagen. Bei dem müsste ich mal einen Termin ausmachen. Und der hat das quasi, der ist das auch. Moment. Wie heißt der? Wie heißt das jetzt? Ah, Chirotherapie. Chirotherapie. Genau, Chirotherapie muss der Doktor sein. Und als Chiropraktiker, das kannst du als Heilpraktiker quasi auch lernen. Das ist eine Fortbildung. Was nicht heißt, dass Chiropraktiker oder Heilpraktiker in irgendeiner Weise was Schlechtes machen. Mag ich jetzt gar nicht sagen, überhaupt nicht, gar nicht. Aber es muss wohl der Unterschied sein. Du darfst nicht nur du darfst nur Chirotherapie machen, wenn du einen Orthopäden, glaube ich, hast. Irgendwie so, wenn du Doktor der Orthopädie bist. Wenn ich es richtig verstanden habe. Aber Osteopathen kenne ich gar nicht. Praxis für Osteopathie. Ist es Alternativmedizin-Kategorie oder was ist das? Nein, nicht, die machen, ich sehe es gerade. Da geht es wirklich ums Massieren, das ganze Zeug, oder? Ja gut, wieder vom Krankenhaus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wenn man Lupa, hi. Wenn man das natürlich irgendwie von der Krankenkasse zahlt kriegt, bin ich der Letzte, der da Nein sagt. Eine gute Atemtechnik stärkt das Gedächtnis, wenn ich das nur wüsste, wer das war. Ja, logisch. Ja, moin. Bist du? Ah, cool, okay. Hast du mit Chiropraktiker oder mit Chirotherapeuten dann quasi auch schon Erfahrung? Also was machen die? Die knacksen dich wirklich komplett durch oder knackst dich quasi komplett wieder ein. Ich meine, geht natürlich nicht immer, klar, erst muss die Verspannung weg. Conny, cheers. Und hilft es dir? Ich frage, weil ich meinen Bauch nichts. Was ich frage, weil ich ja bei meinem Bauch nichts tun kann und es mir von mehreren Seiten empfohlen wurde. Ja, Chiropraktiker knackst sich ziemlich durch. Osteopathen machen eine Behandlung mit ihrem eigenen Körpergewicht. Tatsächlich haben wir quasi bei uns in der Stadt haben wir quasi auch jemanden, bei dem ich ab und zu mal bin. Der macht das schon auch. Ist halt mehr so Kinesiologie, Alternativmedizin, so Zeug macht er hauptsächlich. Heilpraktiker, sage ich jetzt mal. Hilft schon. Aber war jetzt nicht genau das, glaube ich, was ich gesucht habe bei mir jetzt speziell. Ist ja schon Zeit her. Chiropraktiker eher Ausbildung, Osteopath eher angenehme Behandlung. Ach so. Na, ich glaube, ich muss schon. Also, ich denke eher richtig da ums Durchknacken, oder nicht ums Durchknacksen, ich denke eigentlich mehr an die Wirbel, das ganze Zeug anschauen, ob es richtig steht, das Zeug
prüfen, ob es einfach richtig ist, ob es da ist, wo es hin soll oder sein soll quasi und das dann, wenn es nicht dort ist, durch Einrenken oder einfach wieder richtig hinbiegen, sage ich mal. Ich werde auch schon müde. So in die Richtung hätte ich mir gedacht. Das wäre das, was ich mal ausprobieren würde. Ich war noch bei keinem Chiropraktiker. Oder bei Chirotherapeut oder Osteopath, je nachdem. Aber ich glaube, Osteopath, ich muss mal fragen, weil ich glaube, Bekannte von uns macht das tatsächlich auch. Die macht Massagen und so Sachen. Hat auch ziemlich viel in dem Bereich. Kann mir vorstellen, dass es auch helfen könnte für den Magen, aber kann halt teuer sein, je nach Ort. Was ist noch mit dir, Kat? Oder was fehlt dir? Also, ich habe es, glaube ich, entweder nicht mitgekriegt oder. Na gut, der geht direkt mal. Der hat, da verkaufe ich auf. Ich glaube, der hat wirklich jeder. Na klar. Also ich muss auch mal schauen, ich muss jetzt echt einmal einen Termin ausmachen. Ich schieb schon so lange vor mir her, weil es ja immer wieder besser wird, aber ab und zu kann ich halt wirklich wegen dem Scheiß gar nicht schlafen. Ab und zu löst sich dann wieder was, das ist auch wieder nice. Denke mal, ja toll, wird es wieder besser. Aber irgendwie, ja, ist ja nicht der Grund, dass ich sage, ich mag nicht zum Arzt, es ist mehr der Grund, einfach dann, einfach sich Zeit nehmen dafür. Das ist mein Hauptproblem, würde ich sagen. Das Schlimmste, was mir ein Physio gesagt hat, war, dass ich meine Bauchmuskeln erinnern sollen. Ja gut, das höre ich auch immer. Rückenmuskulatur stärken, Bauchmuskeln stärken, etc. und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, hört man immer. Habe ich in der Zeit gehört, wo ich nichts anderes gemacht habe und eigentlich alles, wo der andere Doktor gesagt hat, ja, passt perfekt, geht gar nicht besser, übertrieben gesagt. Und ja, ja, das ist also ein Standardspruch, glaube ich, dass viele sagen, einfach mal Grund zu haben, denke ich mal. Natürlich auch nicht alle. Was ich arbeite. Verschiedene Sachen tatsächlich. Ich bin normalerweise Kaufmann im Groß- und Außenhandel, nennt sich das. Hört sich komisch an, ist eigentlich im Endeffekt, ich sag mal, von einer Werkstatt im Landwirtschaftsbereich alles, was büromäßig angeht. Von Teile, von Ersatzteile raussuchen, bis Bestellung, bis Verrechnung, bis Kalkulation von den Preisen, Einkauf, Verkauf, das ganze Ding. Ah, du auch, nice. Okay, dann weißt du es eh. Hört sich geschwollen an, wie es ist. Und Gastronomie nebenbei noch. Ich habe übrigens ja vor, dass ich mit dem Dingen da, äh, vielleicht ist auch, also Plan wäre jetzt noch immer Bambuswald. Mal kurz mal aufschreiben. Oder irgendwas in die Richtung. Plan wäre immer noch irgendwas, oder wäre noch so eine Art Outdoor-Bad, aber mehr so in Richtung Onsen, wenn es wer kennt. Und Kino darf natürlich auch nicht fehlen. Müssen wir noch ein Haus bauen. Oder, oder wir bauen es in unser Haus rein, aber ich glaube, ich mache ein ganzes. Irgendwann mal. Wir werden ein bisschen beschäftigt sein, denke ich mal.
Ja. Ach, den hätten wir noch, gell? Hab gar nicht gesehen vorher. Bella singt. Kurz die Statue hinstellen, ob wie die ausschaut dann oder wie, ob das was bringt. Sehr wahrscheinlich, ja, ich denke schon. Toni, also ich weiß noch nicht genau, was, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht Animal Crossing weiter. I don't know. Es ist irgendwie, keine Ahnung. Frag mich nicht, was das wird. Eventuell, ich muss mal schauen, vielleicht auch mehr, vielleicht auch Mischungen. Muss mal schauen, aber morgen auch erst wieder um die Zeit. Auch erst wieder gegen Viertel nach 8, halb 9 in dem Bereich. Vorher kann ich leider nicht. Hier müssen wir mal den Weg hier rum. Müssen wir noch rüberziehen. Mit dem Dreckpfad da, sag ich jetzt mal. Und hier vom Campingplatz, wenn wir die Bäume mal weg haben, beziehungsweise Campingplatz muss nicht da bleiben, aber hier können wir es noch machen. Oder einen anderen Platz machen, wo wir einen Campingplatz hin tun und dann versetzen und dann quasi draufsetzen, dass drunter die Erde ist, die angemalte. Irgendwie so. Müssen wir mal schauen. Aber gut, ich muss sagen, es ist eine Schweinearbeit, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich eine Riesenarbeit. Ja, ich höre jetzt auch auf, Toni, kein Problem. Aber es rentiert sich. Es schaut echt super aus, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt es. Also es wird langsam. Es wird langsam. Was wir da machen, weiß ich nicht. Und hier haben wir jetzt zumindest mal einen Weg, der ganz cool ist. Ich habe noch keinen Plan, wie es weitergeht oder wie wir es machen. Oder wie das dann komplett stimmig ausschauen kann. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich höre jetzt auf. Kein Problem. Schlaft gut. Philipp, gute Nacht. Toni, gute Nacht. Tick, tick, Toni, ja. Okay, aber ihr Lieben. Ist eigentlich ein gutes Stichwort, ja. Ähm, Ich würde auch beenden für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und vielleicht sehen wir uns morgen.